Ja, geht da was? Stell die Frage nicht. Ja, grüß Gott miteinander. Mr. Verb, Mr. Angel. Mein Greenscreen ist kaputt. Mr. Verb, Mr. Angel, Mr. Seitsching, habe ich dir euch. Grüß Gott beieinander. Wie geht's uns? Ist es ein Pokémon Schwert und Schild Routenliedl? Ja, von der Rüstungsinsel war das tatsächlich. Das war tatsächlich die Musik von der Rüstungsinsel. Oder von einem Teil von der Rüstungsinsel. Das triggert mich jetzt schon wieder ziemlich hart. Warum ist denn der Greenscreen kaputt? Wurscht, das da unten ignorieren wir. Naja. Leute, wie geht's euch? Schön, dass du hat's. An diesem schönen Mittwochabend. Schwing, Mike, habe ich dir. Ja, wir schwingen heute wieder mal. Ja. Der Einsatz in Frankreich ist beendet. Ja. Wohl oder übel. Haben wir schon verarbeitet. Leute, haben wir schon verarbeitet. I remember. Ja, das ist gut. Das ist gut, dass you remember. Oh mein. So, ich bin direkt froh, dass wir mal wieder Spider-Man spielen können. Ja? Da haben wir jetzt tatsächlich eine ziemlich lange Pause gehabt. Schauen wir mal, ob der Beta schon eingestaubt ist. Bin aber nicht lange da, müssen wir den Chef in ihr Auto gleich holen. Du die Dame nicht runter, du lieber den Chef in ihr Auto holen. Ja, das ist wichtiger. Da brauchst du ja mal gar nicht runter. Sag trotzdem merci, dass du reinschaust. So. Ja, nachdem es am Sonntag unübertrieben, ohne es übertreiben zu wollen, extremst intensiv war, bin ich tatsächlich froh, dass jetzt heute ein Spiel ansteht, da wo man eigentlich fast sicher bin, dass entspannter wird. Ja? Da wo man eigentlich fast sicher bin, dass entspannter wird, wie das, was wir da Sonntag, ja, was wir da mitmachen haben müssen. Schauen wir mal, ich hoffe, wir kommen rechtzeitig zum Ende wieder. Wie gesagt, dort senkt nicht runter, das passt ja schon. Ja? Da wird's nicht allzu viel versammeln, schätze ich mal. Nein, das wird noch lange dauern, das zum Verarbeiten. GSC Hoops. Ja, genau, der GSC Hoops, der hilft dazu, Mr. Verb. Das ist brutal. Der Zero hat mir vorher noch geschrieben, dass er es fertig anschaut. Schöne Grüße in die Spätschicht, falls du schon da bist. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Und der Mr. Verb hat mir auch privat geschrieben. Die haben es nachträglich noch angeschaut, weil sie on-stream nicht dabei sein können. Und die waren genauso am Arsch wie wir alle, die an dem Tag da waren. Also das Ende ist wirklich brutal gewesen. Billinger, habe ich dir. Grüß dich, alles fit bei dir. Aber nachdem es jetzt 3 Tage her ist, jetzt sage ich noch einen Satz dazu, weil, ne, der Vollständigkeit halber, weil am Sonntag war ich dazu nicht mehr wirklich in der Lage. Jetzt, nachdem es 3 Tage wirklich her ist und das einfach mal ein bisschen sacken können, muss man einfach am Ende des Tages wirklich gnadenlos sagen, das Spiel ist unfassbar stark. Unfassbar stark. Das Ende, so hart es auch ist, aber genauso geil ist gemacht werden. Kannst einfach nichts anderes sagen. So weit zum Fazit. Naja. Und jetzt kümmert man uns, dass wir auf alle Fälle Spider-Man noch zeitlich zusammenbringen. Wir haben jetzt noch, wenn ich auf die Uhr schaue, noch genau 16 Tage Zeit, Spider-Man durchzuspielen. Das sollte man schaffen. Das sollte man tatsächlich schaffen. Weil, selbst für 200 € war jetzt das Spiel wert. Ja, auf alle Fälle. Folgendes. Ich gebe Ihnen jetzt und das sage ich auch noch im Streamnamen dazu, weil wir wahrscheinlich später ein wenig mehr sagen werden. Es schaut jetzt folgendermaßen aus. Wir spielen halt Spider-Man. Das Spiel wird uns auch jetzt hauptsächlich beschäftigen, bis wir damit fertig sind. Ja? Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Ich rechne jetzt auf alle Fälle, dass wir noch eine Woche damit beschäftigt sein werden. Und dann schaut es folgendermaßen aus, weil mein Plan ist wie folgt. Ich möchte bis zum 18. November mit Spider-Man komplett fertig sein. Ja, damit alle Projekte seinen Abschluss haben, weil am 18. kommt das neue Pokémon raus. Karmesin bzw. Purpur, eins von beiden, wo es ins Hauptprogramm kommt. Und am 19. kommt God of War.
Ja, das nein, das haben wir heute auf der Playstation übrigens schon runtergelohnt. Ja, man kann halt noch nicht rein, offensichtlich. Also sprich, 2 Haupttitel laufen dann abwechselnd immer einmal in der Woche. Mindestens. Ja, je nachdem. Das heißt, es wird ein bisschen anders laufen wie bei Plague Tale, das was wir jetzt wirklich Tour-Schuhe durchgezogen haben. Das heißt auch für die Leute, die wo zum Beispiel Pokémon oder halt auch God of War selber spielen wollen und nicht gespoilert werden wollen, die haben praktisch mir voraus eine Vorlaufzeit. Ja, die haben dann weiter als ich im Stream, weil mir wird man es ausschließlich im Stream spielen. Wie ich das verkraft God of War nicht spielen zu können, das weiß ich nicht, aber das wird man schon irgendwie hinbringen. Das ist jetzt Phase 1. Phase 2 ist folgende. Wir machen heute einen Stream mit Spider-Man, das ist eh schon klar. Und wir werden am Sonntag in der Früh ein Resident Evil Village DLC Frühshoppen machen. Und der Frühshoppen dauert so lange, bis dieses DLC durchgespielt ist. Warum? Das DLC hat in etwa, habe ich gelesen, eine Spielzeit zwischen 3 und 4 Stunden. Das schaffen wir auf einen Stream. Okay? Deswegen auch der Sonntag. Weil am Sonntag habe ich gemäß dem Fall immer mehr Zeit zum Streamer, als wir jetzt zum Beispiel unter der Woche. Okay? Also, heute Spider-Man, Sonntag Resident Evil Grusel Frühshoppen, dann Tour-Schuhe Spider-Man, bis wir fertig haben. Und dann, wenn wir Zeit überbrücken müssen, haben wir Möglichkeiten mit einem Community-Zeiglers, mit Monster Hunter, mit Yu-Gi-Oh!, wo ich privat momentan wieder recht viel spiele, um die Zeit zum Überbrücken. Also da ist genügend Stoff vorhanden. Okay? Sage ich aber später dann auch nochmal, ja, falls wir später mehr warten. Preis habe ich die abgesehen davon. Wann spielen wir gerade vor? Im Idealfall am Release-Tag. Ja, im Idealfall. Ich weiß aber nicht, wie ich arbeiten muss. Flauschiger Sonntag, ja genau. Mit Resident Evil hat man flauschigen Sonntag. Ich freue mich jetzt schon wieder. Ich hab nur eine einzige Sache gehört. Ich habe nichts gesehen von dem DLC. Ja? Ich gehe da auch wieder komplett blind und unvorhereingenommen rein. Ich habe nur eine Sache gehört. Wir müssen wieder in das verfickte Puppenhäusl. Und da gelangt es mir jetzt schon wieder. Okay? Wir alle wissen, warum die wo da waren. Also gute 3,5 Stunden am Sonntag. Je nachdem, wie wir uns anstellen. Ja, das kann 3,5 Stunden dauern. Wenn ich einen guten Tag erwische, vielleicht nur 2,5. Kann aber auch, dass wir 5 Stunden brauchen. Ja? Ich weiß es nicht. Sei froh, dass er nicht das ja, da bin ich tatsächlich ganz. Da bin ich da jetzt nicht neidisch drum, Mr. Seijing. Na, zum Überbrücken wird Trumper und Camp gemordet und die klassischen Nintendo-Songs gespielt. Ja, nein, Nintendo-Titel, Super Nintendo-Titel spielen wir bestimmt irgendwann wieder, so ein Retro-Titel, definitiv. Aber zum Überbrücken tatsächlich haben wir, falls wir jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, Black sagt, wir werden halt mit Spider-Man fertig, was ich sowieso nicht glaube, dann müssen wir natürlich, ich fange kein neues Hauptprojekt mehr an, bis dahin, weil auf 2 Wochen kriege ich kein neues Hauptprojekt nicht durch. Das könnt ihr vergessen, das schaffe ich nicht. Und deswegen ist mein Hauptaugenmerk ist einfach der, dass alle laufenden Projekte bis zum Release von Pokémon und God of War durchhaben. Damit wir mit denen 2 eben im November bzw. in die Weihnachtssaison starten. Ja, weil die werden eher eine Zeit brauchen. Okay? Also ich habe am Montag aus seriöser Quelle erfahren, dass das Puppenhäusl wieder anreitig ist. Ich weiß, welche seriöse Quelle du da meinst. Ja, und ich habe keinen Bock drauf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Aber ich muss ja schließlich auch irgendwie Content bringen. Ja? Das tut mir weh. Ja, und Eng nicht. Ja, das ist eigentlich ein Minus für mich, aber gut, das ist jetzt wurscht. Naja. Schauen wir mal. Weil wir habe ich die. So. Leute, sollen wir wegen Spider-Man spielen? Wie schauen wir denn aus? 12:06 Stream heute ungefähr bis um kurz vor 8. Das sind wieder gute 2,5 Stunden. Ich meine, das ist in Ordnung. Ich lasse mal schon meinen Kratos Release-Board wachsen. Ist er schon so. Hä? Wobei, der jetzt ehrlich gesagt sagen muss, der alte Kratos-Board hat mir ein bisschen besser gefallen wie der neue. Ja? Obwohl er zum Wikinger-Setting passt. Muss man auch sagen. Naja. Ich habe übrigens mal was Neues ausprobiert. Ja? Mein Mikro war ja sonst immer, also praktisch ist es jetzt hochkant da. Vorher war es aber so. Jetzt probieren wir das einmal hochkant aus. Mal schauen, wie das vom Sound, ob sich da ein wenig etwas ändert. Bei mir ist zum Beispiel beim Blockteil auffällig, dass er leicht blechern klingt, der Sound. Leicht, ja? Minimal. Ist noch im Rahmen, aber ist halt nicht optimal. Bei der ist er nach 10 Minuten einpennt. Ja, der Sei hat einfach der hat ein Phänomen, der schläft bei Horrorspielen. Ich weiß keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber das kann er halt einfach. Er ist nicht geschubst. Er ist gestrahlt. Er ist eigentlich gestrahlt. Na, so lange ist er noch nicht. Okay. Ja, dann hast du noch 2 Wochen Zeit, dass du da einen Millimeter ausholst. Naja.
Leute, fahren wir zum Zocken, ha? Ich muss erst mal schauen, wo wir mir überhaupt stehen haben. Ich weiß nur noch, dass wir mir einen Tombstone noch verdroschen haben. Ja, in einer Nebenmission. Aber sonst weiß ich tatsächlich nicht mehr allzu viel. Ja, werden wir jetzt rausfinden, was. Ein paar Daumen haben wir noch gefangen, meine ich. So Nebengeplänkel ein bisschen erledigt. So. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Die Spielmann ist ein bisschen laut. Wenn du mich fragst. Mal ein bisschen leiser machen. Ich muss an die seltsame Kiste auf dem Dach denken, die Juri erwähnt hat. Ja. Der Feier, da hab ich Dere. Grüß dich, Meister, sehr schön. Wollt schon lange mal. Was? Wollt schon immer mal sehen, ob ich das Spiel haben will oder nicht. Jetzt sehe ich es einmal bei einem guten Mann. Oh. Und habe ich dir jetzt. Der Feier wieder, ob ich gut bin, das weiß ich nicht. Das müssen andere nicht beurteilen. Ja, weil Eigenlob stinkt ja bekanntermaßen, weiß das eh, wie es ist. Die Resonanz des Spiels bisher sehr positiv, vor allem. Ja, das war ursprünglich ein Wunschgame von unserem Mr. Billinger. Aber bisher sind wir sehr gut dabei. Wir haben jetzt natürlich aufgrund von Blocktail pausiert. Aber heute schauen wir, dass wir da ein paar Meter machen, sage ich mal. So, ich muss mir jetzt erst einmal einen kleinen Überblick verschaffen, weil ich null und Kersch mich erinnern kann, wie man eigentlich stehen geblieben hat. Ja? Wir haben ja die Map schon überwiegend leer gefarmt, oder was heißt gefarmt? Ja? Gelootet, sagen wir gelootet. Ja? Da bleiben nicht mehr viel Sachen über. Das kann man heute vielleicht schaffen, schauen wir mal. Bazi und Gurt, Kappa habt da liegt Bazi Kuss zuwerfender Smiley. Du kannst das Kappa Victor, ich verstehe die Frage nicht. Und merci für deine 69. Oder, ich habe ja am Montag die Aussage, ich bin vom Horror Oktober so abgestumpft, mir das schickt halt nichts mehr. von der seriösen Quelle meinst du quasi, oder was? So, pass auf, da haben wir noch Dämonenversteck. Das haben wir da übersehen, das machen wir jetzt gleich mit zum Auftakt, bevor dass wir in die Hauptmission starten. Okay? Parks, wo unsere Kinder spielen. Offenbar verfolgt er Tauben. Ja, wilde Tauben. Vielleicht sorgen sie sich um seinen Geisteszustand. Und das zu Recht. Haben sie je von der Goliath-Vogel... So, natürlich kaut uns der Jonah Jameson gleich zu Beginn des Streams wieder so dermaßen die Ohrwascheln ab, dass es nicht mehr schön ist. Ja? Wie eine Spinne. Er springt wie eine Spinne. Welche Gemeinsamkeiten gibt es noch? So. Aber das ist jetzt wieder so ungewohnt im Moment, ja, weil wir ja jetzt wirklich, ich glaube, 2 Wochen Blocktail durchgezogen haben. Ja, einfach generell wieder ein anderes Spiel zum sehen. So. Also, ne? Abgesehen von den Spielen, wo ich jetzt privat spiele. Es wird jetzt natürlich wahrscheinlich wieder ein paar Minuten dauern, bis ich die Steuerung wieder voll drin habe. Weil ich bin jetzt halt voll aus der Schiene. Aber das wird man schon irgendwie hinkriegen. Schön, dass der Peter Parker zumindest keine Spinnweben nicht angesetzt hat, oder? Das ist ja schon mal was. Gute Nacht. Hey Jungs, Vögel beobachten? Ich habe ein paar Tauben gesehen. Okay, da. Sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen. Oh, das ist jetzt schon alle da, oder wie? Der Umstieg von Overwatch 2, von Elden Ring auf Overwatch 2. Also, das ist ein Hardcore-Grätschen gewesen. Ein Hardcore-Blutgrätschen. Ja, gut. Ja, Gott sei Dank gibt es nur Vandale in dem Spiel. Dann mal los. So. Natürlich gibt es in dem Spiel, das hat wieder Ähnlichkeit zu Blocktail, auch Sneaky-Peaky-Sachen. Ja? Oh, ob wir uns da besser anstellen wie in Blocktail, das sehen wir dann. Ich bin am 2. Ort. Tragen diese Dämonen ihre Masken eigentlich immer? Bei Teamtreffen gibt es sicher Verwirrung. Ich finde heraus, was sie vorhaben und du streust Sand ins Getriebe. Der gute Getriebesand, der hat schon immer geholfen. So, jetzt passt so. Wir haben einen Scharfschützen. Ja? Da steht einer und der andere steht da hinter mir. Gell? Richtig. Aha, und da ist. Achso, das ist eh der. Die Scharfschützen müssen zuerst weg, ja? Weil Scharfschützen haben bekanntermaßen unflauschige Arschlöcher. So. Der ist aber nicht safe zum Ausschalten. Warum ist er nicht safe zum Ausschalten? Das ist jetzt die Frage. Ach, da steht ja nur so eine Arschkeibe. Aber der war safe zum Ausschalten, wenn ich es richtig sage. Ja gut, dann nehmen wir den einmal Dant. Dann nehmen wir den Dant
Bimbus auf den Stahlträger und dahin geht's. So, der ist schon mal raus. Weil der raus ist der jetzt dafür safe. So. Jetzt können wir halt einmal schauen, ob wir mir jetzt da... Pass auf, was haben wir denn mehr? Stimmt, da haben wir ja unsere super coolen Netzfallen, die wo wir daher nicht mehr kannten. Jetzt müssen wir gerade einmal schauen, ob wir den... da ist eher lauer direkt dann. Ja, ist der jetzt auch wirklich safe? Der ist safe. Ah, der kann sich auch gleich da zu dem anderen dazu hängen. Siehst du es da? So, da sind Scharfschützen schon mal weg vom Fest. Ah? Ausgeschmissen worden. Da ist auch noch einer. Also ist es gut, dass wir zweimal geschaut haben. So, aber der da hinten, der wo da so sauber umeinander schleicht, den können wir jetzt ganz geschickt ausschalten, wenn du mich fragst. Oh. Ja, das war so jetzt eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich das da haben. Genau. So, der Scharfschützen-Charlie, der schaut jetzt erst einmal. Genauso wie der andere mit seiner Taschenlampe. Mit der guten Obi-Taschenlampen schaut er. So. Wir werden das jetzt ganz easy machen. Indem wir da an die Kisten da, die Wanzen hin. So, und wenn der einer mit seiner Obi-Taschenlampe da wieder rumschaut, dann ist er fällig. Ja? Dann ist er fällig, Freunde. Dann können wir nämlich den mit der... Da, jetzt passt auf, das ist jetzt großes Kino. Ja? Taschenlampen gegen LED-Lichtel. So, und wer gewinnt da jetzt? Wahrscheinlich das LED-Lichtel, oder? Sag ich doch. Der andere hat es noch nicht kapiert. Oder der kapiert sofort, der begreift nur nicht ganz, was passiert ist. So, und der müsste jetzt safe sein, oder? Ja, da gehst her. Hat's die schon. So. Auf mit dem Bimbus. Gute Nacht. Ah, da ist auch noch so ein Scharfschützen-Charlie. Den müssen wir auch noch ausschalten. Da gehst her. Bist du safe, ist die Frage. Du bist safe. Da gehst her. Hat's die schon. Das läuft erstaunlich gut, Freunde der Sonne. Gut, natürlich ist jetzt die Sneaky-Peaky-Sequenz wieder gekappt. Ja? Also sobald du eine gewisse Anzahl Gegner ausgeschaltet hast, kämen die sowieso aus ihrem Versteck aus. Ja? Da kämen wir ja nicht drum rum. Aber, solange wir Sneaky-Peaky machen können, machen wir Sneaky-Peaky. So, ist auf der Ebene jetzt noch irgendein Gegner. Der ist unterhalb auf alle Fälle. Wifi, habe ich der. Was ist dem sein Problem eigentlich? Ach so, der hat den anderen jetzt gefunden. Warum ist der jetzt über Treppenhaufen geschlichen, ist die Frage. Was ist mit dem da hinten überhaupt? Ist der safe? Normal ist er safe, weil der ist allein wie sonst was. Ja, da kannst du gleich hergehen. Da, ab vom Hof. Auf Wiederschauen. Ich hoffe, dass der Stahlträger ausreichende Nutzlast hat für die ganzen Gegner, die wo da hängen. Die haben jetzt noch zu dritt da und zeige ich das richtig. Da hinten ist noch einer. Da oben schaut auch noch einer blöd über die Treppen runter. Den werden wir uns auch gleich kaufen. Ja, weil der ist quasi umsonst. Hey, Django Unchained, wie schaut's aus? Da gehst du her. Hat's dich schon. Bin noch mal eingepennt. Das macht doch nichts. So ein gut Schlafferl am Nachmittag, das hat noch nie geschaut, wenn du mich fragst. Mozart, aber ja, schau, kann ich da auch wieder mal reinschauen. Mozart, die nächste Zeit wird es wieder öfter reinschauen können. Sofern du nicht selber Pokémon und God of War vorhast zum Spielen, dann bist du jetzt wieder voll involviert. Ja, ob du magst oder nicht. So, weil Blocktail haben wir ja bekanntermaßen durch. Und was treibst jetzt du so in deiner Freizeit? Was sagst du in den nächsten 10 Jahren? Was nicht war. Sehr gut. Ja dann. Wait a minute. Das können aber jetzt eigentlich nicht mehr viel sein. Die haben jetzt nur zu zweit. Und da war auch noch irgendwo einer, meine, oder? Ach da, der ist da unter. Ja, da tut er mir jetzt dabei einmal nicht weh. Ja, dann kümmern wir uns einmal um die anderen zwei dahinter. Jetzt pass auf. Der hat auch Obi-Taschenlampen, ganz verdreckte. Jetzt pass auf, wo kümmern wir uns da irgendwo, da die Position schaut doch zauberhaft aus. Okay, und jetzt kommen alle Vierer. Alles klar. Ja, da gut, dass wir wieder OP-Euro-Balletten haben, die wir uns ausreißen können. So, der biegt. Wo es liegt, das biegt, Freunde der Sonne. Merkt euch das.
Du kriegst einen Mülleimer auf, damit ja nichts passiert. Wo läuft der hin? Was hat der für ein Problem? Ich hoffe, die neuen Jungs haben etwas mehr drauf. Denn die letzten Typen gehen. Peter, da werden angeblich Souvenirs für Läden in Chinatown importiert. Das, was die hier importieren, brauche ich nicht als Andenken. Drogen? Dämonen. Die bringen wohl ihre Kumpel in Schiffscontainern rein. Erklärt, wie ausländische Bürger mit Vorstrafen ins Land kommen. Was ist mit dir? Machst du kaputt blenden oder was? Oh. Oh, schlecht war er nicht, aber auch nicht gut geplant. Ihr seht sauer aus, Jungs. Ich geb's zu, ich hab meine guten Da können wir jetzt aber schon langsam. Ich wiederhole mich gern. Also das hinterletzte haben die mit der Pistole, gell? Das ist, als würde die Band schon die 4. Zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach Hause. True that. Alter, wie behandelt ist, aber hat sie da Nest angesetzt da drin, oder was? Kommt nur her, Leute. Ich habe jede Menge Netze für euch alle. Ja, zu viel, Freunde. Ah, der hat die Pumpgun, sehr gut. Das ist schon wieder so ein richtiger Unsympath. Aber... Au. Und ist jetzt alle. Den hast. Den Text darfst du auch aktualisieren. Was für ein Text? MJ, ruf die Polizei. Alle Dämonen sind Zurück in Manhattan, schwungvoll durch den Mittwoch. Ausrufezeichen Discord, Ausrufezeichen YouTube. Ich weiß ja nicht, was dir anzeigt, Mr. Motzak, aber... Den von der Wifi. Ach so, den Shoutout. Ja, stimmt, den müssen wir abpassen. Hast recht. Den müssen wir abpassen. Sind wir doch noch ein bisschen da. Werkstatt braucht noch eine halbe Stunde. Sehr gut. Sehr gut. Dann könnt ihr meine Fehlerei ja noch ein bisschen genießen. So. Wie schauen wir aus? Haben wir irgendwelche Nebenmissionen, ist die Frage. Ja, das ist die Hauptmission, okay. So. Gut, das Lager haben wir. Ist relativ geschmeidig gelaufen, wenn du mich fragst. So, da haben wir die Hauptmission. Immer mir was verbessern, ist die Frage. Da müssen wir jetzt einmal, ich muss mir da jetzt einen Überblick verschaffen. Wir haben 2 Fertigkeitenpunkte aktuell. Und wir brauchen da 3 für den Kettenfinisher. Den wollten wir uns noch holen. Weiß ich jetzt wieder. Weil die Fähigkeit scheinbar ziemlich OP ist. Genau. Ansonsten, Geräte können wir, glaube ich, jetzt aktuell nichts da. Wenn ich das richtig sage. Jo, kann man sogar. Warte mal, aber da... Herausforderungsmarken... Die habe ich noch nicht. Warum auch immer. Das ist die Netzbomben. Gut, da gehen uns auch Herausforderungsmarken ab. Okay. Das Ding zum Verbessern war halt eigentlich richtig geil, aber ich verstehe nicht, wo man Herausforderungsmarken kriegt. Gut, andererseits haben wir eigentlich eh schon ziemlich gut aufgestellt, was die so geht, oder?
Ja, schauen wir uns einmal die nächste Hauptmission an. Ja, da meine ich, da können wir glaube ich gerade nichts verkehrt machen. Was mir bisher bei Spider-Man schon aufgefallen ist, du hast überwiegend Nacht, also quasi, es ist überwiegend Nacht in der Stadt. Also 5 Tagesmissionen haben wir noch nicht gehabt. Also bisher. Das kann mir jetzt vielleicht nur so vorkommen. Vielleicht ist es aber abwechselnd und ich peil's gerade noch nicht. Wie war deine Bewertung von Plague Tale? Spoilerfrei 1000 von 10. Aber ich warne dich vor, es ist emotional sehr, sehr intensiv. Ja? Also du sollst das Spiel nicht an einem Tag fertig spielen, wo du ohnehin nicht gut drauf bist. So viel kann er da sagen. Aber mehr sage ich dazu nicht. Viel Spaß beim Spielen. Mehr kann er da nicht sagen. Ja, der schwingt, der Daudeln tut er tatsächlich noch nicht. Ja? Also Spinnweben hat er noch nicht angesetzt. Ich hätte eigentlich gemeint, der sitzt schon im Rollstuhl, weil er nicht mehr in den Tee kommt. Ja? Er hat mich vorher jetzt zusammengeschissen. Nein, du hast nicht so lange. Hab ich nicht ausgebaut. Ich komm mit dir nicht mehr zu, ich brauch Geld. Ja, ich krieg ein wenig eine Zuschlagszahlung. Sowieso klar. Bier ein fairer Arbeitgeber. Kappa Wappa. So, was haben wir jetzt da? Müssen wir die Atombomben da. Sieht militärisch aus. Schräg. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Aha, ja, da wird das gerade noch mehr geworden. Okay, super, sehr zauberhaft. War's eins auch ziemlich? You know nothing, Jon Snow. You fucking know absolutely nothing. Okay? Mehr sage ich jetzt dazu nicht, Motzog. So, okay, weil wir ja ohnehin noch nicht fake nur Arbeit haben in der Anstalt da, ist eben nur eine dazugekommen. Schön, weil das war's wieder mit dem Zuschlag, gell? Spidey, das ist aber. Was ist denn das? Also, das ist ein Verbrechen. Das war's aber jetzt wieder mit dem Zuschlag, gell? Also, ich soll jetzt. Was ist. Ach, das. Ah! Ja, okay, da kriegt man Herausforderungsmarken. Ich verstehe die Frage schon. Ja, da müssen wir den Scheiß leider trotzdem auch noch machen. Ja, gut. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt das machen, weil sonst triggert keine Hauptmission mehr. Ja, gut. Okay, dann fangen wir mal ganz hier unten an, wo wir ansonsten schon sauber gemacht haben. Ja, fangen wir mal da an und klappert man das nacheinander mal ab. Also, ich soll jetzt. Ach so, ja, ich kann jetzt die natürlich auch gleich machen, da, gell? Sieh, ich habe die Ehre. Hab gehört, mehr Anstalten haben mehr gut. Schwierig. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! War da der Bomberman am Start? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, freilich geht's wieder auf Zeit, oder? Schnell, die Bomben könnten gleich hochgehen. Ja, ist ja klar. Natürlich geht der Scheiß wieder auf Zeit. Weil Boom macht das Dynamit. na, du sollst die Schwinge und nicht auf der Laterne, aber ja, aus Freile Hand noch Scharfschützerin, ist eh klar. Ah, ich sag schon, die Dinger, das werde ich nicht mögen, das sag ich jetzt schon kommen. Das ist wieder mein absoluter Trümmerbruch, das Missionszeigel jetzt da. So zeitlich begrenzte Missionen, da kriege ich ganz stark Nosenblüten. Hätte besser sein können. Okay, aber wie kriege ich jetzt da... Ach so, da gibt es Schwierigkeitsstufen, oder wie sage ich das? Oder geht's da auf Zeit? Wurscht, ja. Wurscht, wir haben Herausforderungsmarken. Das ist das, was zählt. Mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst zu ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld.
Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon Was für ein Kostüm Forschungsboy hat's Näs ausgebrochen? Ja, okay. Gut, wir wissen mal nicht, wer der Bombenleger ist. Werden wir wahrscheinlich noch erfahren. So. Aber trotzdem werden wir jetzt mal nach dem Punkt da mitmachen, weil wir wollen ja schließlich unsere Geräte hier noch ein wenig aufbessern. Obwohl wir, wie gesagt, eigentlich schon recht gut aufgestellt haben. So. Ja, aber die hätte ich halt schon gerne noch verbessert. Da brauchen wir 2 Marken, weil die nehmen wir tatsächlich gerade bei Sneaky Peaky Missionen ziemlich häufig her. Die ist noch von der Halloween Party über. Ja, offensichtlich. Ja, die haben einen Absprung versammelt. Die haben einen Sitzsacken gehabt. I know what you did last Fasching. 1079. Maskierte Terroristen, die eine Bombe legen. Haben eine Meldung aus Clinton. Over. Ja gut. Ich hab gesagt, es wird ein schwungvoller Feierabend, also schwingen wir uns. Okay? Das glaube ich ist ein Deal. Der Mr. der Fight, Alter, falls du noch da bist, was haben sie denn jetzt für einen Ersteindruck von dem Spiel? Ich habe mit Miles Mutter gesprochen. Sie wäre froh, wenn er hier anfängt. Die arme Frau trauert selbst, will aber für ihren Sohn stark sein. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr fürsorglicher Vorschlag, Peter. Stimmt. Ein Vorschlag, der Ben stolz gemacht hätte. Der erste Eindruck ist, hui. Habt's aber auch nicht unrecht, ja? So ist jetzt nicht. Bei Spider-Man kriegt die Aussage schwing die eine ganz neue Bedeutung. Ja? Da heißt es nicht zupf die, sondern schwing die. Ich sag schon den nächsten Sound für die Jassi aufnehmen. Schwing die. Aber das Gefühl, dass sie brauchen da, bis ich bei der Geschwindigkeit mitkomme, bin klassisch alt, fett und nur langsamer. Tatsächlich täuscht das ziemlich, ja. Es schaut rasanter und komplizierter aus, als wie es ist tatsächlich, ja. Also, das lernen auch alte, fette und langsame. So ist es jetzt nicht. Haben eine Geiselnahme mit einem Bus. Bei Two Bridges gibt es eine... Scheiß auf die Geiselnahme, wir haben da Bomben, die sind wichtiger. Nur, dass er diesmal Kameras mit einer Drohne verteilt. Ich sammle die lieber ein und zerstöre die Drohne. Eine Drohne? Fick dich! Doch nicht in der Luft. Folge der Drohne, die auf ihrem Weg Spionagekameras abwirft. Um Bonuspunkte zu verdienen, bewege dich durch ihr blaues Verbindungsfeld. Ja, toll. Mei, warum mach ich so einen Scheißer? Da ist die Drohne. Okay, ach so, da durch. Okay, jetzt schaut man, wie soll ich... Sendeschluss. Aua. Nein, aber! So. Ich bin fett und hab's auch auf 100%. Passt, ich habe die. Sagst du, der Fight, das ist keine Ausrede nicht. Aber das war mir auch klar. Ui. Was, nicht mehr? Ich bin nicht nur auf Loot aus, sondern auch auf Bonuspunkte. Es gehört zum kleinen Einmaleins der Gamer. Hab sie. Ja, die überlassen wir jetzt einmal. Ich glaube, dass ich die nämlich zeitlich fangen muss. Und wie fängt man das Ding jetzt? Und weg. Jetzt kriege ich die Drohne. Ja, offensichtlich. Ach so. 10 Sekunden. Nah an der Perfektion. Ah, okay.
Servus. Na, ist gut. Bin gerade beim zweiten DLC zu dem Game. Ach, da gibt's DLCs? Okay, nice. Will alles auf 100% haben und das als Nie-Story-Gamer Spieler. Ein Story-Spieler und... Nicht schlecht. Ah, Moment, gleich. Was? Ich kann auch was. Und ich dachte, Werbeanrufe sind lästig. Naja, seine Kameras sind hinüber. Story-Spiele kann man immer spielen. Ja? Auch wenn man Serien eigentlich nie spielt, aber Hashtag Blocktail, bestes Story-Game EU West. Ja? Führt sich das einmal zu Gemüte. Das meine ich, war mal eine ganz gute Idee. Wenn du ins Menü gehst und auf DLC, da kannst du dazwischen Hauptsache und DLC. Ach so, okay, war keine Ausrede, bloß eine Feststellung. Reizt schon ein wenig. Ich kann es dir empfehlen, tatsächlich. Ja? Also es ist wirklich ein gutes Spider-Man-Spiel. Ja? Es hat zwischenzeitlich in den vergangenen Jahren mal Spieler gegeben. Mein Gott, der Bombenleger muss seinen Fotzen halten. Ja? Danke, gruseliger Stalker. Nenn mich Taskmaster. Weil du mir Aufgaben stellst? Wie kreativ. Eine Gruppe Söldner verübt in der ganzen Stadt Verbrechen. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein, ich weiß nur, dass man sie für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst sie auf. Was hast du davon? Ich darf zusehen und lernen. In der Stadt gibt es jetzt zusätzliche Herausforderungen. Ja, super toll, noch mehr Arbeit. Okay, also was ich sagen will, das Spider-Man-Spiel ist tatsächlich... Ja, seit langem wieder mal richtig gut. Es gibt ja noch einen Nachfolger, Miles Morales, den habe ich selber noch nie gespielt. Das wird man aber wahrscheinlich irgendwann einmal die nächsten Monate auch spielen, ja, weil ja schließlich die Story da scheinbar weitergeht. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es dir tatsächlich empfehlen. Ja, spielt sie auch tatsächlich wirklich schön und angenehm. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du da die Finger brichst von der Steuerung her. Es schaut schneller und komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Ja, also das kann ich auf alle Fälle sagen. Ich fand das Spiel als Marvel-Fanboy so nice. Miles Morales kommt auch bald für den PC. Oh, dann sollte ich fast noch warten. Alter, ich hasse das. Jetzt habe ich mein Handy in Intentnummer und weiß absolut nicht mehr, was ich da wollte damit. Mr. Price, geh mal aus dem Zimmer aus und wieder zurück. Das hilft meistens. So, wir können jetzt auf alle Fälle unsere Falle da aufbessern. Ja, das ist sehr zauberhaft. So, da brauchen wir noch eine Herausforderungsmarken und Level 30. Level 30 kann man noch nicht, also sparen wir uns das auch dabei einmal. So, die Netzgranaten da brauchen wir auch Stufe 30, kann man auch noch nicht. Ja, das heißt, ja, das Ding da, das meine ich, das Netzding, das nutze ich eigentlich nicht wirklich. Das Spinnending da nutze ich auch nicht wirklich. Das Aufprallnetz nutze ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Wichtig war jetzt eigentlich einmal das. Das sehen wir dann wo wir Bedarf haben, sag ich jetzt einfach mal, okay? Jetzt kümmern wir uns weiterhin nochmal um die Hauptmission. Und dann, clearen wir mal die Map auf dem oberen Teil. Uns wurde eine Bombe gemeldet. Officer benötigt beim Civic Center. Alle Einheiten. Zeugen melden Entführung. Haben einen Vorfall bei Ist aber schlecht. Square. Bitte kommen. So, ich bin jetzt der Fußgängerman. Scheiß auf Schwinger, wir zupfen uns jetzt. Oha, da ist Halloween-Party. Eine Halloween-Party. Sag ich Muss denn? mich wohl nicht umziehen. Delaney sieht wie einer meiner Feinde aus. Mal sehen, welcher er ist. Okay, der eine schaut aus wie Echsen, der in der Mitte, weiß ich nicht, was er ist, Green Lantern, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. Hey Sie, ich dachte gern mal meinen Stachel. Wissen's, vergiss den Fall. Ja, da ist mein Double, da schau her. Green Lantern. Ich weiß. Unfreundlich. Ich versuche nur meinen Job zu machen. Aha. Servus.
Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage. Ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. Wer ist ja der dicke Spider-Man oder was? Nein. Dr. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Da hat sich ja jemand angestrengt. Ich hätte eine Frage, ich hätte einen vergiss, die ist doch mir wurscht. Los muss einfach. Immer diese Faker. Hey, sieh uns an! Wir sind Spider-Browns! Die sagen nur, dass du ungefähr 3-mal jetzt oft bei McDonalds warst und sonst nix. Mike, kannst du bitte mal auf die Bühne gehen? Das kannst du auch nicht anhören. Da. Ist das der Mysterio? Ich habe mein Bett genädelt, darf ich bei dir schlafen? Oh, okay. Mysterio, ja, tatsächlich. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, meine Nemesis. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Da weiß ich noch, ich weiß nicht, wie viel vor allem Spider-Man 2 damals gespielt haben, aber da war ja der Mysterio auch eine kurze Zeit ein Bösewicht und da hast du auch in so einer, wie sage ich denn, so eine Art, das war eigentlich nur ein normales Hotelzimmer, aber das hat ja irgendwie umfunktioniert in so ein riesen Spiegellabyrinth und das ist da glaube ich jetzt eine Anlehnung dazu. Das ist ein Ende, Spider-Man. Wer ist jetzt der Echte? Jetzt hab ich dich! Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheißer. Okay, Sigi, wie war das mit den Faker? Sieht okay aus. Ja, okay, das war jetzt ein sauberer Bait, dass wir da reingegangen haben. Da ist Super. ein Riss drin. Er muss jetzt den Hamper oder so. Achso, okay. Kaka! Kaka! Esst, meine lieben Kinder! Ich kann euch nicht hören! Vielleicht macht ja keiner Der hören. Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Hast du auch gespielt? Mr. Werb, kannst du dich noch erinnern an das? Ich kann meine Netze nicht verwenden. Wie komme ich da hoch? Ja, grab ihn halt wahrscheinlich auch so. Gut, der Missionsmarker wird jetzt so auch nicht völlig ohne Grund sein. Du bist jetzt der Ingo ohne Flamingo, oder was? Ah nein, der hat einen Entenkopf. Ja, fast. Hey, was ist das für eine weiße Spinne? Hast du den Anzug im Ramschladen gekauft? Los, mehr! Na los, ich will mehr! Ein paar für dich! Okay. Ein paar für dich! Hey, hier drüben! Halte er zwei Parcours auszuführen, Ein paar für Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er. Die Echse mit dem Kittel. Ich bin der Einzige, der das gerade cringe findet. Na los, ich will mehr! Hey, hier drüben! Esst, meine lieben Kinder, wenn man ein Komma weglässt, kriegt der Satz eine ganz neue Bedeutung. Ja, so eine Satzzeichensetzung, wichtig.
Schaut mal, da ist Spider-Boy. Ich bin dein Erzfeind, also kämpfen wir. Vielleicht später. Was ist denn Spider-Man? Angst vor meinem mächtigen Arm? Was bist du? Komm schon. Hey, kämpf! Hau ihn um, Spider-Man! Ja! Was möchten die überhaupt? Was zum Teufel? Oh, Mist! Abgefahrener Leiter. Auf ihn, Spidey! Yeah! Was willst du? Der Onkel Werner auch da. Das war er wahrscheinlich. Also jetzt darf ich wieder... Ja gut, jetzt bin ich ja enttarnt praktisch. So. Oh Gott, gut, dass wir von der Feier wegkommen. Das Geschnulzel jetzt da... Oh. Immer sachter. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Das ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt. Lass ihn los! Ja, freilich. Sicher darfst du mitfahren, aber hinten was sitzen und präseln darfst nicht, du Arschloch, du. Alec, wie hat man den noch mitmachen? Ah ja, den muss man jetzt auf den Bimbus werfen. Ah, Sale mio. Da, wir werden's mit dem Mülleimer frisst, du. Zipp Jahre. Ja, du auch meiner. Geht's allen gut? Ja, Gut. Fröhliches Halloween. Okay. Oh, müssen wir jetzt wieder Stealthy das da machen, oder was? Aha, da, schon wieder ein Sniper mit der Obi-Taschenlampen, die sind so stark OP. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Stecker mit einem Buttermesser kombinierst, Das ja? ist kuschelig. Okay, nein, natürlich hat da jeder Buffen, ist eh klar. Bei dem bin ich... Da sind aber Fälle drin. Kann man das überhaupt Sneaky Peeky machen? Das ist jetzt einmal die wichtigste Frage. Das glaube ich geht gar nicht Sneaky Peeky, oder? Das ist überhaupt kein Querstreben, nicht dort, dass ich dort landen kann. Also ich glaube, wenn ich jetzt da einfach mich runterplumpsen lasse, dann haben wir mittendrin statt nur dabei. Buttermesser des Todes, ja. Ja, das haben wir schon gedacht, dass das nicht Sneaky Peeky geht. Wurscht, der Labor hat noch nie geschaut, wenn wir es kaputt machen. Ich denke, Scheiß baut da, Sicherungskasten in dein Gesicht. Oh, hi. Und sonst so? Warum er immer meine Elektronetze ausgewählt hat, aber gut. Wo haben Sie die Delaney hingebracht? Ja, und offensichtlich ist er halt nirgendwo da. Happy Halloween, ja. Gibt sicher einen anderen Weg. Weiß auch noch was, dass der Mysterio in Spider-Man 2 das Spiel, die Freiheitsstadt. Ja, genau, das war quasi, da war das Finale. Da hast die so quasi hinschwingen müssen. Dann haben da lauter so, wie sag ich dann, so Art Drohnen in gewissen Abständen gewesen. Da hast du dann übers Meer schwingen können. So. Ja, wer da bei dir?
Also wer hört sich denn sowas freiwillig an? Also ich Da ist verstehe die Dr. Frage. Delaney. Schaut nicht so aus, als wäre er da freiwillig mitgegangen. Ja, das ist gut bei dir. Du wartest in der Arbeit rum. Also hast quasi nichts zum Tun, oder wie? Warte, ich habe die Ehre. Wer sind Sie? Sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Die Show ist vorbei, Lee. Ist er der Ghost von Tsushima, oder was? Oh, anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Der, wo Kamehameha gelernt hat, oder? Super. Spotty, ist gut bei dir? Name. Dr. Morgan Michaels. Danke. Passt schon mal viel, merci. Kommt die jetzt? Hey, unschuldige Zivilisten erschießen ist unblauschig, Freunde der Sonne. Du tust sofort dein Puffen her, weil sonst hat's die. Oh, jetzt kommen die Dicken auch schon. Da, Sicherungskasten, hat schon oben geholfen. Oh, das war kein Sicherungskasten. Wurscht. Das waren alle. Ich muss Lee finden. Wenn man mal wissen, was der jetzt eigentlich für eine Fähigkeit hat. Ja, danke, alles gut bei dir auch. Guten Abend. Also, alles gut, alles zauberhaft. Alles soweit, so gut. Heute endlich mal wieder ein bisschen mit Spider-Man, ne? Entspannt Dünnschiss labern. Schön, dass du reinschaust. Gäste kommen erst auf der Simme. Ja, dann lehnen die zurück, Mr. Herbert. Genießen Sie die Show. Das ist doch zauberhaft, wenn es nicht stressig ist. Ja? Leicht verdientes Geld. Ach so, die haben halt One-Hit. Ich sehe gleich, der Spidey vertrischt ja jetzt keine Zivilisten nicht. Auch wieder klar. Entschuldigung! Das wird schon wieder. So, die Frage ist, wo ist er jetzt, der? Nicht der schon wieder. Was hat Lee mit den Leuten getan? Na wie jetzt? Der hat wieder. Yuri, du musst mir helfen. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. 1A Gesichtsbrems. Der braucht keine Nosen-OP jetzt nimmer.
Ja, die Rin von Aloha. Spider-Man, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay, ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt. Okay, Dr. Morgan Michaels heißt der gute Mann. Der, wo scheinbar hinter den Teufelsatem steckt, hinter der Forschung. Kann der Lee jetzt einfach Zivilisten zu Zombies machen, oder wie sage ich das jetzt? Ey, wurscht, auf alle Fälle können wir uns mir jetzt auf jeden Fall mal das Upgrade da holen, den Kettenfinisher. Ja, führe an einfachen Gegnern unmittelbar einen zweiten Finisher durch. Das ist zauberhaft. Ja, mehr Verbrecher zu verprügeln ist mehr gut, habe ich gehört. Und ich glaube, Schädelweh hat er morgen in der Früh. Ja, Zentweh wahrscheinlich ja. Da kommt alles ein bisschen zusammen. Ja, der Muskelkater, weißt du das das ist oft so, das spürst du auch erst einen Tag später. Ja? So. Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung, aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Aha. Ja, gut. Okay, also der Norman Osborn ist quasi jetzt einmal unser Ziel. So, bevor wir da weitermachen, da ich jetzt vorschlagen, wir holen uns jetzt der Vollständigkeitshalber einmal den Bereich da komplett ab, also im Sinne von, ne, das ganze Collectible zeigt so zu machen, dass wir das auch mal haben. Ja? Bis auf die Herausforderungen, das lassen wir jetzt mal bleiben, weil wir bis auf Stufe 30 sowieso jetzt nichts weiter upgraden können. Ja, aber dann können wir zumindest da mal den Bereich da selber, machen wir dann das Versteck und dann machen wir mit der Hauptmission weiter. Da die jetzt einmal vorschlagen. Einmal Kampfsport machen ist, was? Totzelbaustein. Was ist denn der Totzelbaustein? Müsst ihr das einschicken? Das verstehe ich jetzt nicht. Hoppla. So, fangen wir mal mit dem Gründigern an. Mit der Daum. Ja? Mit dem Federknädel. Eine Totalbaustelle. Ach so. Ja. Wenn du einmal Kampfsport machst und das vorher noch nie da hast, dann tut dir definitiv danach was weh. Reden wir mal über Halloween, Leute. Für Kinder ist es sicher lustig, sich als Cowboy oder Astronaut oder Ballerina zu verkleiden und loszuziehen. Aber dass immer mehr erwachsene Spider-Man und Konsorten was war denn jetzt? Und sich wie sie ja, die ist meine weg. In der heutigen Zeit verstörend. Was meinen Sie, Gino aus der Bronx? Ja, das verstehe ich, aber eine Freundin hat dieses sexy Spider-Girl-Kostüm. Und das ist echt scharf, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die spinnt. Sehe ich etwa so aus? J. Jonah Jameson ist nicht voreingenommen. Aber Sie sind ein extrem gestörter Mann. Wiederhören! Ah, das Daumensammeln, das ist gründig. Das ist richtig gründig. Ja, die wird man so schnell nicht kriegen. Ah, wobei. Okay. Das war aber knapp. Lebt mich am Arsch. Ja gut, wenigstens haben wir die Daumen. Ah, das ist... Oh scheiße, das ist ein Hummer, eine. Ja gut, okay. Kann ich nicht. Obwohl die ersten 1 bis 3 Monate ist eh nur Fallschule und heftel mal ein einfaches Bein beim Spulen. Ja, aber trotzdem, selbst das, wenn du das noch nie da hast, das sind ja Bewegungen und sag ich mal, Belastungen für deinen Körper, die du halt so nicht kennst. Ja? Das habe ich damals
wie ich das Tennisspielen angefangen habe. Ja, ich bin ja davor auch im Fitnessstudio gewesen, beziehungsweise bin halt oben wieder mal nach Joggen gegangen. Ich hab trotzdem nach dem Tennisspielen meistens, jetzt am Samstag, weiß ich ganz genau, da spiele ich das erste Mal seit 5 Wochen wieder Tennis. Ich werde am nächsten Tag Mühe haben, mein Shampoo auf meinen Schädel aufzukriegen, weil ich so gottlos Muskelkater haben wir in die Schultern. Weiß ich heute schon. Wenn du es natürlich eine Zeit tust, klar, dann schockt dir natürlich so schnell nichts mehr. Ha, eine Taube. Und die Jagd beginnt. Okay. Taubenjäger. Nice. Aber waren das alle Daumen oder was? Ah, Herrgottselig, Gott sei Dank. Ja, das Daumenjagen, das ist nicht meins. Aber gut. Haben wir überstanden, Freunde. So. Nicht zu verwechseln mit Dudelbaustelle. Ja, Dudelbaustelle ist eine gute Baustelle, habe ich mal gehört. Ja, weil der Hirn sagt, das ist allweil schon gegangen. Und der Schulter meint, Depp, die letzten 3 Stunden waren schon zu viel. So ungefähr. Mr. Angel, ungefähr genau so läuft das ab. Spider-Man, ich glaub's nicht. Es sind alle wieder da. Sehr gern, Howard. Die Vögel sind froh, dass du da bist. Naja, Sandra kam besser mit ihnen klar. Es sind eigentlich ihre Vögel. Und weil sie nicht mehr da ist, sind es deine. Es ist so. So, ich muss leider weg. Die Familie hat ultra spontan entschieden, fürs Abendessen zum Griechen zu gehen. Macht's es gut, schöner Mittwoch und habe Dere. Mr. John Siege, mehr Griechen essen oder ist mehr gut. Genau. Ja, lasst das schmecken. Macht einen schönen Abend. Merci fürs Zuschauen. Und sagt mir's, wenn ihr lassen kann und eine Sauerstoffzeit noch brauchst. Habe Dere. Danke nochmal, Spider-Man. Deswegen kannst du deine Drecksdaumen selber fangen. Das sagt der, wie es ist. So, Frage. Wo ist der Rucksack? Wahrscheinlich da unten drin, oder? Sag ich doch. Nein, du sollst da raufgehen. Gut. Nächster Rucksack ist da herum. Ja, wir machen das immer schön chronologisch. Erst Daumen, dann Rucksack, dann Sehenswürdigkeiten und dann alles, was noch über ist. So. Alle Einheiten. Maskierte Terroristen haben wohl eine Bombe. Haben einen Vorfall in Robinson. Over. Der nächste Rucksack ist auch nicht weit. Den nehmen wir da hinten mit. Ja, gut. Das ist das typische Collecten, okay? Passiert jetzt nicht viel Spannendes, aber das, wenn ich schon einmal durchspiele, dann nehmen wir halt das noch ein bisschen mit. Vor allem, der Mr. Billinger hat gesagt, das geht sich eigentlich recht schön aus. Ja, das ist nicht viel Aufwand. Ja, und wenn wir ohnehin schon da haben, warum denn auch nicht? Gut, da ist auch noch ein Rucksack. Also wenn ich markiere, dann ist es ja langweilig. Ja, anders findest du das wahrscheinlich nicht. Anders findest du das wahrscheinlich nicht. Achtung, Einheiten. Da läuft gerade ein Einbruch. Haben eine Meldung aus Morningside Heights. Over. Aufbrechen haben sie erledigt. Eindringen werde ich verhindern. Bitte was? Ihr seid aber nicht vom Schlüsseldienst. Der Moment, wenn du mit einem Brecheisen zuhauen musst. Der könnte jetzt schon in Jersey sein. Einbruch fehlgeschlagen. Ja, toll! Wurscht, so wichtig kann es nicht gewesen sein.
Daumenfanger, Alter, wir haben ja der fucking Spider-Man, wir haben was Wichtiges zum da als Daumen zum Fangen. Ja, richtig, zum Beispiel Spinnweben spinnen. Ja? Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Ja? Die Hausfassaden von sämtlichste Bürger in Manhattan mit Spinnweben zugeleistern. Das ist der Shit. Oh, wir haben eine Forschungsstation auch noch, die müssen wir auch noch machen. Ja, das hilft einem nicht. So, Sehenswürdigkeiten fotografieren hat's gekostet. Das behalte ich. So, Sehenswürdigkeit 1 haben wir. Ist auch noch eine. Mr. Wert, wir könnten uns aber einfach auch umnennen in Federman oder Daumenman. Ja? Müssen wir uns halt Federn wachsen lassen. Ja? Aber fliegen kann man ja dann dafür auch. Oh, nicht. Dämonen schießen auf unseren Transporter. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. So. Gut, den Bezirk, den... Ja, den hätten wir auch noch mitnehmen. Ja, den nehmen wir auch noch mit, weil es eh wurscht ist. Wahrscheinlich. Ah ja, jetzt schauen wir mal. Überfall. Verdächtige bewaffnet. Bitte nach Columbia. Oh, tolles Foto. Okay, wann ist da? Da haben wir noch eins, da haben wir noch eins. Achso, das gehört zu dem Bereich, das haben wir letztes Mal übersehen. Ja gut, macht nichts. Der Daumenman, ja. Das war mal, da kann man Patent anmelden, Freunde. Den kann man einführen, nein in Marvel, ja, der Daumenman. Den internationalen bayerischen Markt hat man damit auch stärken. Ja. Ich glaube, da gingen ein paar Aktien in wenn du mich fragst. Ob er sich durchsetzt, steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Ja. Ja, wir müssen ja auch irgendwie für Superkraft sagen. Ja. Keine Ahnung. Immer dann, wenn du auf den Baum hinkackst, dann, weiß ich nicht, rutscht der Verbrecher von der Bratwurst aus. Irgendwie sowas. So quasi Scheißen für den Frieden. Ja? Irgendwie sowas. So, schauen wir mal, was das für eine Forschungsstation da ist. Übersicht. Wildtiere zu verfolgen ist nicht sehr glamourös, aber es ist wichtig in einer Stadt mit der Größe und der Bevölkerungsdichte von New York. Man benötigt eine hochentwickelte Ortstriangulation, um in diesem urbanen Dschungel ein Tier von der Größe eines Vogels zu orten. Wie war das mit dem Daumenman? Ja gut, wir haben ja Vertreter der Flauschigkeit, ja. Also haben wir Vertreter fürs Tierwohl. Verfolgt GPS-Chips, die in der Stadt an Vögeln und anderen Wildtieren befestigt wurden. Sie sammelt Umweltdaten, was Mom wichtig war, und verbessert die GPS-Technik für Oscorp, was Dad wichtig war. Also ist wahrscheinlich sicher. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Hey, vielleicht finde ich mit der Technik hier meinen verlorenen Spider-Bot wieder. Die Dinger sind zu teuer, um verloren zu gehen. Okay, ich habe das Tracking-Signal am anderen Spider-Bot erhöht. Jetzt kann er seinen Bruder aufspüren. Ich habe das Signal des anderen Bots im Park verloren, also muss ich diesen hier dort absetzen. Hatte gerade eine Meinungsverschiedenheit mit einem Endgame-Boss-Ring. Oha. Wie jeder andere auch. Bei Path of Exile, oder wie sage ich das? Dass so Ingame-Bosse aber auch immer eine Meinung haben müssen. Also das ist ja wirklich unfassbar. Dass die nicht einmal das tun, was mir einer sagt. Okay, er folgt den Ping-Signalen des anderen Spider-Bots. Mal sehen, wo es hingeht. Jo. Ja, aber was hat jetzt unser Spider-Bot mit die... Oh, da ist ein Flauschnägel.
Flausnägel. Oh, schaut mit der Flausnägel. Press F für einen Flauschknädel. So, mehr Flauschknädel, immer mehr gut. Da, der hat so Zauber, aber schon hin. Das ist der Fred, ja? Ich weiß zwar nicht, ob ihm der Name passt, offensichtlich nicht, weil er wegläuft, aber das ist jetzt Fred das Hörnchen, okay? Fred das flauschige Hörnchen. Das Flauschhörnchen quasi. Er ist besser als sämtliches Spielzeug. Otschkatzelschwof. Otschkatzelschwof. Gut, dass wir heute drüber geredet haben, sei mir so wie dein in einer 60. Otschkatzelschwof. Zauberhaft. So. Na, tut eine ins Unterholz, vielleicht findet man Schwammerl. Ich habe der KI befohlen, enge Bereiche zu untersuchen. Das Rohr ergibt also Sinn. Loch ist Loch. Oh nein, ich hoffe, er wurde nicht überflutet. Kein Autofahrer in New York schert sich um Zebrastreifen. Ja gut, zu unserer Verteidigung, wir haben auch nicht menschlich. Weit weggekommen zu sein. Also zumindest du jetzt nicht. Aha, das, jawohl, spielen wir mit dem Basketball, da gehst du her. Wo ist denn das Runde muss ins Eckige, habe ich mal gehört. Annäherungsalarm, was zum... Oh, das soll wohl ein Witz sein. Wenn ich den Vogel erschrecke, lässt er den Spiderbot fallen. Mann, diese Taube ist stark. Die macht bestimmt Krafttraining. Da haben wir wieder beim Endboss. Der Endboss ist der Daum. Endlich, ihr Nest. Moment, da ist der andere Spiderbot. Ich habe eine gefiederte Kleptomanin erwischt. Da ich jetzt weiß, wo beide sind, wird's Zeit für eine Rettungsmission. Wer hat Bock auf Ostereier? Oder auf ein Omelett? Kann man ein Zupfbrot machen draus. Harry hat mir echt einen Gefallen getan. Ich muss die Spiderbots überarbeiten, bevor ich sie wieder in die Welt entlassen kann. Begib dich zum... Wie jetzt? War das jetzt die Forschungsmission da, oder was? Okay, gut. So, wo haben wir das noch? So, Black Cat müssen wir auch noch irgendwie aufspüren. Ich glaube, wenn wir da alle Fotos geschossen haben, dann meine ich, kriegen wir eine Nebenmission mit ihr, kann ich mir vorstellen. Ja? War beim Tombstone ja tatsächlich ähnlich. So, schauen wir mal. Felicia schickt mich auf die Jagd. Aber so kann ich sie leichter erwischen. Ich füttere einen Algorithmus mit all den Orten und kann so ihren möglichen Aufenthaltsort eingrenzen. Müssen wir mal luren. Ja? Irgendwo lurt da so ein Katzengefries umeinander. Und ich tippe mal, dass der da hier vorne irgendwo sitzt. Wahrscheinlich in irgendeinem Fenster drin hat. Kann man mir vorstellen. Ja, da ein Raben, ja, bekanntermaßen. Was ist da? Okay. Er hat bestimmt irgendwie so ganz Tricker versteckt. Da ist nix. Vielleicht da herum? Oben vielleicht? Okay, auch nicht. So. Ah, ja, gut, okay, das ist auffällig, unauffällig. Das heißt, da ist die Miezi bestimmt irgendwo. Sag ich doch. Aha. Ich war zu spät da. Aber noch 1 bis 2 Orte sollten reichen, um ihr Versteck zu finden. Einen wunderschönen guten Abend, Mrs. Fichterli. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Alles gut bei dir. Schön, dass du einer schaust. Wie war dein Tag? Ah, du hast ja Urlaub, stimmt, ja? Du bist ja ein Urlaubsleben mittlerweile.
Sehr schön. Wie läuft der Urlaub, so muss ich sagen. Ja, kann ja nur flauschig gelaufen sein. So, jetzt machen wir nur das Versteck und dann machen wir mit der Hauptmission weiter. Dass ich Geschichten über Spider-Man erfinde. Und das hier hört sich leider auch haarsträubend an. Du warst heute sehr produktiv. Was hast du denn da? Selbst unternommen? Wilde Vögel. Warum? Welchen Grund hat er für ein derart abartiges Verhalten? Ich habe lange überlegt. Und jetzt weiß ich es. Er... Oh, hi, servus. Und was läuft bei Enker so im Fernsehen? Ja, habt ihr Champions League gestern angeschaut? Ich glaube nicht. Du hast ab mit deiner Puffen da, Zupfte. Da ab vom Hof, auf Wiederschauen. Gute Nacht. So. Mann, die wollen echt nicht, dass ich reingehe. Weshalb ich natürlich reingehe. Ach so, in diesem Sinne, ja stimmt, das eine Emote habe ich gesehen, das war ein sehr, 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 sehr herzhaftes Herz. Ja? Gefällt mir. Gefällt mir. Ja! Da bin ich aber dann schon auf das andere gespannt, tatsächlich. So. MJ, ich bin am 3. Ort. Heute ist anscheinend Maskentag im Büro. Endlich ein Job, wo du gut hinpassen würdest, bis du mit Facekicking anfängst. Ja, sowas irritiert die Personalabteilung. So, sneaky peaky, Freunde der Sonne. Zumindest so lange, wie es möglich ist. So, was ist hier für einer? Da warten wir jetzt schon wieder bei dem Thema, siehst du da? Da kann man nämlich her mit schon wieder da. Ah, warte mal. Der wird bewacht. Okay, dann werden wir doch das jetzt ganz einfach lösen. Und werde ihm jetzt einfach da mit ganz rotzfrech. Rotzfrech. Eine Falle hinstellen. In der Hoffnung, dass er in der hier eingesaugt wird. Möchte ich auch meinen. So, jetzt hat es er überstanden. Der ist sicher, der kann gleich hergehen. Und dann wird er jetzt automatisch auch sicher. Siehst du das da? Du gehst nirgendwo hin, du bleibst da. Da, eine mit dem Bimbus. Hört sich aber besonders schön an, wenn es so richtig klingelt. Dann weißt du, dass die einen Holzkopf gehabt haben. Da, der andere mit der Obi-Taschenlampe schon wieder. Da klang schon wieder. Und da oben steht auch einer. Werd mir einer mal beweisen, dass die Obi-Taschenlampe nicht ganz so geil ist. Also ist zwar schöner, hätte es aber auch gefreut, wenn Frankfurt Barcelona verfolgt hätte und an Robert aus der Euroleague geschossen hätte. Ja, ich hab Champions League jetzt auch nicht wirklich geschaut. Ich habe nur mit, keine Ahnung, ganz am Anfang Bayern habe ich mir ganz kurz angeschaut, dann habe ich wieder auf Twitch umgeschaltet und irgendwann nach 60 Minuten oder so habe ich noch mal kurz auf Bayern geschaut, weil ich mal schauen will, wie steht, da ist 2-0 gestanden und dann habe ich mir gedacht, ja okay, fuck it. Ja, war ja eine klare Geschichte. Mehr oder weniger. Ja? Und das, obwohl Bayern eigentlich mehr oder weniger mit der B11 gespielt hat. Ja? So, der hat Gefahr, weil der da steht. Richtig, aber der ist sicher, weil da keiner mehr steht. Also nehmen wir ihn aus dem Spiel. Dann wird der andere mit seiner Obi-Taschenlampen da auch sicher. Siehst du das da? Und so einfach geht's. Ja, nur gar nicht schleichen, dann haben wir wieder einen Lauer Takedown. Und alles ist gut. So, zauberhaft. Achso, der andere hat so 8 Minuten erst dass da 3 abbämselt haben. So. Und weil es so schön ist, bämseln wir ihn halt auch gleich mit an. Ja, da gehst du her. So, und das war's mit Sneaky Peaky, weil alle jetzt aus einem Versteck brechen. Okay. Dann auf die Nuss.
So, OP-Euro-Paletten habe ich Hey, gehört. Hohlbirnen! Die Rolle der mörderischen Dämonen wird jetzt gespielt von noch mehr mörderischen Dämonen. So, heute deinen Scheiß. Da läuft schon wieder irgendwer mit so einer Drecksbuffen umeinander. Verstärkung! Falls ihr nicht ein paar overdressed Paparazzi seid. Hatte ich auch nicht gedacht. Aua. Peter, das ist eine Sammelstelle für Spenden an Wohlfahrtseinrichtungen. Kleider, Bücher. Sie werden von Sammelbehältern aus der ganzen Stadt hergebracht. Klingt nach einem perfekten Vertriebsnetz für Drogenhandel. Das ist wohl auch der eigentliche Zweck. Du hast sofort deine Waffen her. Whatever. Wie könnt ihr Verstärkungstypen nur so schnell hier sein? War die 6-mal pünktlich? Wo läuft denn der jetzt hier? Hast du Muffensausen jetzt oder was? Alter, wir bei... Das wäre nur bei mir. Dämon. Wie könnt ihr Typen euch nur unterscheiden? Ich meine, es gibt nur so wenige Maskenvariationen. Oh, jetzt nervt er mich fast schon langsam. Ui! Ziemlich viel Gegner auf einen Haufen. Aber haben wir durchgekommen. MJ, der Ort ist abgeriegelt. Super, ich gebe einen anonymen Hinweis. Wenn die Polizei die Sammelbehälter kontrolliert, findet sie sicher Spannenderes als gebrauchte Jeans. Was bei Ava ist relativ, die haben ja nichts Besseres nimmer. Was hat denn jetzt die alte Ava damit zu tun? Hä, wie? Hä? Ihr verwirrt's mich. Leute, ihr verwirrt's mich gerade. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas erwähnt, wo sind wir in die Richtung gegangen? Ich verstehe es gerade nicht. Genau, das Herz, das ist saftig. Das ist ein saftiges Fichterli-Herzchen. Das ist zauberhaft. Gefällt mir. So, okay. Der Bezirk ist sauber. Der Bezirk ist sauber. Ja?
Das heißt, machen wir weiter mit der Hauptmission. Das heißt, wir haben jetzt da noch 1, 2, 3 Bezirke, die wo wir dann noch irgendwann einmal im Laufe der nächsten Tage, wo wir das Streamen machen müssen. Vielleicht mache ich das auch mal offstream. Ich weiß es nicht. Bis auf die Verstecke und die Forschungsdinger da. B11 vorbei, ach so. So meinst du. Eine Bundesstraße. Ja, B11 im Sinne von die B-Aufstellung vom FC Bayern. Ja, also nicht die A-Aufstellung mit allen Top-Spielern, sondern halt nur mit einem Teil. Also wie zum Beispiel der neue Hockey ist dann nicht gespielt. Glaube ich. So, starten wir Norman Osborn einmal einen Besuch ab. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Es hört sich schon wieder nach Sneaky Peaky Gramvo. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen 4 davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams, melden. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Ja, toll. Spider-Hack, ja, Oh Gott. An alle Sable-Teams. Wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Ja, warum einfach, wenn es einmal kompliziert gehen muss, oder? Ich wollte gerade sagen, wann ist denn da jetzt einmal das zweite Sicherheitsmodul? Das muss ja dann irgendwann einmal kommen. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Ja! Delta-Protokoll. Sehr gut. Heutzutage haben alle Drohnen. Sable-Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Es ist Anfänger. Ich darf halt gleich den ganzen Tower mit einem Flutlichtstrahler ausstrahlen, oder? Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Okay. So Drohnen werden da heute auch noch geworfen, habe ich so das Gefühl. Oh, das war jetzt der. Oh. Ich stehe ja auch nicht gerne im Scheinwerferlicht, so ganz ehrlich, wie es ist. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Analysieren? Was? Verstanden, Zentrale. Warum denken die jetzt auch wieder so pervers? Da ist es. Geil. Hackerman. Verdammt, jetzt ist noch ein Subsystem offline. Was kommt? Ja, jetzt kommt der Hubschrauber, ist eh klar. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale. Im Anflug. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Ich wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach los, einfach May! Nichts Verrücktes. Blöder Scheinwerfer. Apropos verrückt, wo ist dieses letzte Modul? Okay, also der Hubschrauber ist Cheat, das sage ich, wie es ist.
Oh, leck, war das knapp. Das war jetzt richtig mies, weil sie der von dem lila Lichtel fast nicht abhebt. Ah, da ist das letzte. Ui. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborn ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen... Ich bin drin! Also erstaunlicherweise habe ich das jetzt geschafft, ohne einmal geschnappt zu werden. Normalerweise neige ich da dazu, zu fällen. Ja? Ich kann auch mal was gut machen, ja? Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Mach Ich das. bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michaels damit zu tun hat. Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. Sag ich jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Ohne das irgendwie, ja, ins Lächerliche ziehen zu wollen. Da würde ich auch gerne mein Wohnzimmer und mein Gamingzimmer einrichten, so wie es ist. Gut. Ob es der Flins hergibt und das nötige Klargeld, das bezweifle ich. Aber grundsätzlich wäre ich da nicht abgeneigt. GR27. Project GR27 Peer Review Summary Commissioned by Oscorp. Ja, toll. Schön. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Natürlich werden Ratzen wieder als Versuchskaninchen hergenommen. Ist eh klar. Ja? Aber der Wermutstropfen ist jetzt, ihr seht es, ne? Sie wollten einen Ratz hernehmen. Ja? Das Problem an der Geschichte war nur, wir waren im 14. Jahrhundert schon so schlau und haben uns um die Ratzenplage ja gekümmert. Ne? Da ist wieder diese kleine Anlehnung über unseren Ausflug, den wir die letzten Tage und Wochen gemacht haben. Ja? Scheiße gelaufen. Ja, haben wir leider nicht vorhersehen können, dass das einmal wichtig war. Gruselig. Gruselig, ja. Das war mir halt mir, Freunde. Das war mir halt leider mir. Da brauchen wir uns auch nicht verstecken. Da haben wir schuldig, ja. Damals war es halt leider scheiße, dass das so Überhand genommen hat. Haben wir was gar müssen dagegen? GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Mein Schwarz ist auch eine Biowaffe. Die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Ah, okay. Also es hängt, diese Waffe ist scheinbar, oder war ursprünglich dazu gedacht, Menschenleben zu retten, aber die haben es dann ein bisschen, umfunktioniert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich muss zum Central Park. Ja, da haben wir ja praktisch schon. Okay. Hussa, auf geht's zu Teil 3. Mrs. Fichterli.
Grundsätzlich darf er ja zustimmen. Aber ich bin jetzt einfach einmal froh, wenn wir die nächsten Tage und Wochen nicht so einen emotionalen Achterbahn-Zirkus durchmachen müssen, wie das, was wir am Sonntag mitmachen haben müssen. Ja? Aber grundsätzlich bin ich eigentlich immer deiner Meinung. Ja? Aber in dem Fall, ne, lass mir das erstmal so im Raum stehen. Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Der Otto! Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Form hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Da ist Leute, jetzt sammeln wir die schnell, wenn wir eh schon im Central Park haben. Ja, das sind nicht viele Sachen. Es fehlen übrigens nur noch 5000 Punkte. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich mich da freuen soll oder ob ich da Angst haben muss. Ich bin gespannt. Ja? Ich bin gespannt, was du da geplant hast für mich. Ja? Grundsätzlich okay? Achtung Einheiten, es wurden Überfälle in der Gegend gemeldet. Im Central Park wurde ein Vorfall gemeldet. Komischerweise haben immer irgendwelche Vorfälle, wo ich mich gerade aufhalte. Ja? Da sollte man jetzt vielleicht wahrscheinlich einmal langsam Gedanken machen. So. Also das Verbrechen interessiert mich aber jetzt nicht, so traurig wie das ist, aber nach Freuen natürlich. Ah, okay, dann bin ich ja ich glaube dir, ja. Dann bin ich ja schon beruhigt. Ja, jetzt kann ich heute vor meinem ersten Arbeitstag morgen wieder ruhig schlafen. Perfekt. Drogendeal gemeldet. Ein Drogendale? Gut, nehmen wir den Rucksack noch mit. Vor Ort zum Tatort. Officer bitte in den Central Park. Oh. Wo bist du, MJ? Mist. Natürlich wird's wieder bedroht. Ich wollte den Rucksack holen, hallo? Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Oh, Sneaky Peaky MJ Action. Ja gut, schau mal, heute mal, wird schon schief gehen. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Halte L2 gedrückt, um mit dem Köder zu zielen. Okay. Gegner mit einer grünen Kontur sind in Ablenkungsreichweite. Okay. Er kam auf die brillante Idee, Strom an Zäune anzulegen. Also auf die rechte Seite auf die rechte Seite der Wache. Ach, daher, okay. Halte mit drücke. Aus dem Weg, Kumpel. Was war das? Leid, merkt ihr die Blocktail-Ähnlichkeiten? Ich sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden? Hausgast. Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Alles Einbildung. Was zum... Ist ja wirklich wie ein Blocktail. Vielleicht ist das ja eigentlich der dritte Teil, was wir da gerade spielen. Ja, wer weiß das schon? Was ist das? Hab's. Weiter jetzt. Okay. Standish. Ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Hey, wait a minute, den haben wir doch schon mal in seinem Penthouse befreit, oder nicht? Oder in dem komischen Büro, wo wir da gewesen haben vor keine Ahnung wie viele Wochen.
Sie ist nervös. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Verstanden, Zentrale. Laut und deutlich. Okay. Wie soll ich die da jetzt... reinkommen, wenn da 2 Wachen umeinander gehen? Also wahrscheinlich rechts halten dann. Ja, das, pass auf, das probieren wir jetzt aus. Und hier wird's beide dann von einer Ratte gebissen und mutiert zu Spider-Rat-Man. Das ist dann der Bruder vom Daumen-Man, okay? Gemeinsam mit Amicia, die durch dubiose Influencer-Produkte überleben konnte. 700 Jahre. Der Amicia hat so, der Amicia war die allererste Influencerin. Ja? Die hat das so lange ausgehalten, dass die dann in die Neuzeit kommt. Die kommt dann, weiß ich nicht, die landet dann über den Avengers Tower. Standby, Zentrale. Ich hab was gehört. Zentrale, hab was gesehen. Moment! Okay, this is not how it works. Ah, da war was zum Interagieren gewesen. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Ich sehe was. Schau nach. Zentrale, alles ruhig. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden. Wir sind weg. Der fährt gleich los. Eine gute Deckung. Los, los, los! Ja, das nehmen wir. Geschafft. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels Ma'am. Schickt noch 2. Liebe Entwarnung, Zentrale. Bleibt wachsam. Ich glaube, wir haben Besuch. Setze Sektorüberprüfung fort. Okay. Sieht wichtig aus. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Was für ein Umweg läuft bei mir eigentlich, um auf die scheiß Set hinzukommen? So, die Box dann wieder. Wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt's flauschig. Mr. Werb, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir taugt. Ich wünsche dir natürlich auch einen zauberhaften und flauschigen Abend. Merci dir. Und, ja, lass dich nicht ärgern. Ich schätze mir, der Mr. Werb hat noch Geschichte. Osborn will ihm keinem anderen anvertrauen. Hoffentlich rächt sich das nicht für ihn. Oder uns. Schon wieder. Was ist mit dem Licht los? Oh. Los jetzt. Setze Patrouille fort. Hey, wer ist da? Ist er jetzt wieder weg? Er ist wieder umgegangen, okay. Ja. Na los, na los. Könnte einen Kaffee brauchen. Also ich sage, es ist die letzte Woche da.
Zentrale, ich habe was gehört. Gehe auf Patrouille. Na schau. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen Sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zur Der gehörte Hölle? nicht zu Sable. Definitiv keiner von Sable. Tut mir leid, Charlie. Okay, Zeit Halt, zu gehen. Nein, er weiß etwas. Blöd, umgeschnackt und auf den Kopf gefallen. Unglücklich gelaufen. Gut, kann er aber auch nicht wissen, wenn der durch seinen Sensor sagt, dass sie mit der Waffe bedroht wird. Oder? Da warten wir wieder beim... Nein, ist wurscht. Ich glaube, MJ ist Zinte. Das war wohl der unangenehmste Schwung meines Lebens. MJ ist unzufrieden. Sollte man es besuchen, sollte man es ein wenig streicheln, meinst. Hey, okay, noch etwas. Tut mir leid, Charlie. Du schlägst ihn K.O., machst meine Nachforschungen zunichte und sagst dann, tut mir leid, Charlie? Ist das denn alles ein Witz für dich? Was? MJ? Nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich habe vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte. Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Gut gemacht, du Superheld. Ja gut, Mann, bin ich genervt. Hätte anders Ein ausgegeben. bisschen Dampf ablassen. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten weiter zu verbessern. Das war nämlich jetzt auch genau mein Plan gewesen, dass wir jetzt einfach da erstens mal den Rucksack noch holen, den was wir vorher nicht gekriegt haben, und dann da ich den Bezirk noch säubern. Vielleicht säubert man halt die restlichen 2 Bezirke, dass wir da einfach das mal hinter uns haben. Das meine ich war fast... Oh, das ist eine Nebenmission. Haben wir da noch mehr? Missionen derzeit nicht verfügbar. Ja, wie jetzt? Ich hab doch eine Nebenmission, ich sag's doch. An alle Einheiten. Ladenüberfall. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Das schauen wir uns an. Das will ich wissen. Spider-Man! Spider-Man, ich brauche deine Hilfe. Mein Mitbewohner wird seit der Halloween-Party vermisst. Okay, wie heißt er? Letzter Aufenthaltsort? Er heißt Carlos. Ich habe ihn per Gesichtserkennung in den sozialen Netzwerken gesucht. Hier, ich schick dir, was ich gefunden habe. Schlau. Wie heißt du? Philip Chang. Okay, Phil. Ich werde Carlos finden. Wenn du von anderen Vermissten hörst, sag Bescheid. Okay. Okay. Ich muss den Ort auf dem Foto finden. Hier ist die Freiheitsstatue, also muss es viel südlicher sein. Weit weg von der Universität. Wahrscheinlich das Finanzviertel.
Das Finanzviertel. Ja toll, wie findet ihr jetzt außer, wo das Finanzviertel ist? Warte mal, wo ist die Freiheitsstatue? Da heraus, oder? Das ist Mrs. Liberty. Da wo die ganzen Glaswolkenglatzer stehen. Moment einmal. Das Gebäude steht... Wir brauchen mal einen hohen Punkt, damit wir uns da mal einen Überblick verschaffen können, okay? Philipp, ich mache mich auf den Weg zum Aufnahmeort. Von wann ist es? Von vor einer halben Stunde. Coole Heuristik. Hast du den Gesichtstracker selbst entwickelt? Ja, das ist meine Abschlussarbeit. Ich hoffe, ich krieg damit einen Job. Wenn das funktioniert, schreibe ich dir eine Empfehlung. Da wo die ganzen Glaswolken gerade so stehen, der nächste davon ist BlackRock. Okay. Midtown, Chinatown, Greenwich. Finanzviertel. Okay, ist das ja eh. So, warte mal, wenn dort Mrs. Liberty heraus ist, was wahrscheinlich das da ist, kann da auch das sein, ist aber auch völlig wurscht, ich glaube, dass es eher das da ist, dann müssen wir auf alle Fälle südlich hat es geheißen, also irgendwo da. Ja, ich muss irgendwo da in dem Bereich sein, weil man ja Bruck von da sagt. Oder was heißt Bruck? Jetzt schwingen wir uns da einfach mal hier auf, zeigen wir schon. Ja, die Collectibles, die machen wir dann entweder später nur oder halt beim nächsten Mal. Das macht jetzt nichts. Das linke soll jetzt sein. Liberty Island, ja. Ich mein auch, dass das da ist. Das da. Da ist auf alle Fälle auch eine Dochterrasse, was man so sehen kann. Das ist, glaube ich, relativ einfach zum Finden. Rechts das große, das Governor Island und das Ecke ist Ellis Island laut Google, okay? Jetzt pass auf. Liberty Island ist da, ist das... Wie die Gegend da hinten. Warte mal, das kann die Dochterrasse, oder? Na, warte mal, da haben zwei Holzvorbauten dort. Jetzt pass so wacht. Das kann aber nicht weit sein. Fast geschafft. Ich schätze mal da, wo es brennt. Ja, das ist, also entweder ist das oder dahinter. Jetzt passt auf. Ich tippe mal, müssen wir da hin, wo es brennt. Ja, weil da die zwei Dachel haben. Die Studenten benehmen sich wie die auf der Halloween-Party. Lee muss sie verdorben haben. Du kannst mir nichts anhaben. Dort liegen die an. Das Feuer breitet sich aus. Ich muss das beenden. Das ist ein Monster, wie alle anderen. Ja, okay, das ist relativ easy. Das war der letzte. Gut. Was ist passiert? Alles war gut und dann... Da ist er ja. Nur noch Wut. Ich konnte nicht klar denken. Es ist jetzt vorbei. Aber lieber mal eine Weile kein Internet. War das alles? Okay, gut. Ja, da war's. Sucher, gut. Es ist halt natürlich förderlich, dass da gleich oben links angezeigt wird, dass das Finanzviertel ist. Ja? Aber wir wollen uns ja nicht beschweren. So, wir können auf alle Fälle unsere Geräte aufbessern, sage ich gerade. Ne? Stufe 30, die haben wir jetzt. Jetzt geht uns leider eine Herausforderungsmarke ab, aber das macht ja nichts. Die holen wir uns nämlich noch auch noch schnell. Jetzt passt auf. Fahrplan. Jetzt holen wir uns endlich den Rucksack, den wo wir jetzt schon
gefühlt eine Stunde außer Acht lassen. Ja? Und dann schauen wir uns noch ein wenig um. Den nächsten Test. Wo sind Sie? Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Ja, halt wahrscheinlich nicht mehr. Halt wahrscheinlich eher nicht mehr. Mr. Billinger, sind Sie noch anwesend? Oder generell irgendwer noch da, der wo das... Oder generell gerade wer da, der wo das Spiel schon fertig gespielt hat? Basti zum Beispiel. Billinger, Basti, ich weiß nicht, der Werbe ist schon weg, der weiß nicht, der Herbert ist in der Arbeit. Hallo? Mr. Parker, hier spricht Uyo Morales. Nur mal interessieren, wie lange das Spiel jetzt in etwa noch geht. Gerne. Und rein aus nicht Interesse. Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Wer ist hier eigentlich? Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Hola. Ja, da haben jetzt ungefähr 8 amerikanische Flaggen gehängt, damit man ja daran erinnert wird, dass man in New York ist. Beziehungsweise in Manhattan in dem Fall. Aber gut. 1072, Überfall. Also in Real Life sehen da die New York schon gerne mal, ja. Es ist halt sündhaft teuer. Ich glaube, war schon ein Erlebnis. Verfügbare Einheiten. Körperverletzung wurde gemeldet. Officer bitte in den Central Park. Ach, da ist er. Weil, was ist denn das? Ein Nintendo Switch, oder was? Weil die Amis sonst nichts haben, fixieren sie sich halt auf ihren Nationalstolz. Ja, die dürfen es wenigstens noch. Aber gut. So, Freunde, jetzt passt so auf. Jetzt machen wir noch ein wenig, jetzt der wir da noch ein bisschen Geplänke da machen. Zumindest mal das ganze Nervenzeil als Rucksack sammeln. Wahrzeichen abstauben. Ja. Das Wesentliche lassen wir uns, das lassen wir noch über. Ja, da haben wir auch noch 2 Wahrzeichen übersehen. Und wie kommt man denn da her, bitte? Okay. Müssen wir uns anschauen. Müssen wir uns anschauen. Achtung, Einheiten. Bewaffnete Raubüberfälle. Officer, bitte sofort in den Central Park. Bestätigen. Okay, der ist einmal sehr sinnvoll platziert, der Rucksack. Bodenteams, brauche einen Lagebericht für Lennox Hill. Zentrale, Dachstellung wird von Dämonen angegriffen. Das dünnste Kulturbuch der Welt, amerikanische Geschichte. True that? Ich wollte gerade sagen, der muss unterirdisch sein, anders geht's nicht. 1034, Dämonen haben das Feuer auf Polizisten eröffnet. Haben eine Meldung aus der Nähe von Gracie Mansion. Over. Okay. Die haben die Frauenrechte auch noch eingeschränkt, damit die Kinder später in der Schule Erschuss vergesst es. Achso.
Ja gut, so krass drin in der amerikanischen Materie bin ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Hier Zentrale, wie ist die Lage in Vanderbilt? Brauchen Verstärkung bei Außenposten Foxtrot. Stehen unter Beschuss. Ah, der Rucksack ist wieder ganz weit oben, okay. Wann seid ihr das letzte Mal eigentlich senkrecht der Wand aufgerannt? Zauberhaft. Achtung, Einheiten. Ein Truck mit einer scharfen Bombe ist auf der Flucht. Der Ort ist Museum Mile. Over. Ja, das ist ja jetzt ein Blätter, oder? Ah. Ja. Die Luft ist da bestimmt nicht schlecht herum. Schaut schon geil aus. Ja, nehmen wir. So, da ist auch noch irgendwo Wahrzeichen. Ist genau da unten. Ach, das ist genau das. Ach, das ist das da. Der Avengers Tower. Hier Zentrale, wie ist die Lage in Vanderbilt? Brauchen Verstärkung bei Außenposten Foxtrot. Stehen unter Beschuss. Das ist ein sehr aussagendes Bild vom Avengers Tower. Wait a minute, irgendwer hat doch gesagt, der Avengers Tower ist der höchste Punkt im Spiel, oder? Irgendwer, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Herbert oder der Billinger haben das gesagt. Es könnte sich sogar hingehen, dass das der höchste Punkt ist. Ah, wobei der Turm da hinten, der kann noch höher sein. Schwarz zum Sagen. Wurscht. Gut, haben wir auch noch ein Wahrzeichen. Das ist jetzt da unten. Haben wir ja schon ausprobiert, dass Spider-Man keinen Fallschaden nicht kriegt. Ja? Er springt da oben und federt sich dann ganz schonend auf die Knie ab. Die typische Superheldenlandung. Ja? Fantastisch! Gut. So, dann holen wir uns die zwei noch, weil die haben irgendwie so off-topic da auf dem Rand irgendwo hängen geblieben. Die Sable-Jungs sind nicht meine größten Fans, aber die Dämonen dürfen sie nicht töten. Ja, die kriegen das schon hin. Brauchen noch nicht für alles einen Spider-Man, was raus. Spider-Man muss auch mal Urlaub machen. Ja, die letzten 2 Wochen oder 3 Wochen, die waren zwar gut, aber ich glaube, das haben noch nicht gelangt. Ich hätte eigentlich doch gut, dass ich das schon mitgemacht habe. Theoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Auf diesem Grad stehe ich. Und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv Queensboro Bridge. Lang nicht so sanft, wie wenn ich aus dem Bett steige mit einer Ja, sei, jetzt mach die halt nicht schlechter, wie's bist. Ich glaube, ursprünglich wollten sie sogar Fallschaden einbauen, aber so ist halt einfach viel schöner zum Spielen, wenn es die nicht einfach wegen jedem Scheiß davor ist. Press F for Respect für die Spieleentwickler, die das bedacht haben. Mr. Billinger, weiß ich gerade da haben. Können Sie ungefähr abschätzen, wie lang dieses Spiel noch geht? In etwa. Ja, nur mal so ungefähre Zeitangabe. Mein Fehler. Also ich kann da umknipsen, oder was? Das ist wahrscheinlich das Gefängnis da drin, der hat halt mit die Blattelsee ganz fällt. Das Raft, Upper East Side, Wahrzeichen entdeckt. Super Sache. Bei welcher Mission bist du gerade? That's a good question. Pass auf.
Starke Verbindungen, Hauptmission. Irgendwas mit dem Dr. Octavius. Er ist ein alter Körper und sein junger Geist, weiß ich nicht, kann sich nicht entfalten. Irgendwie sowas. Ich verstehe die Frage nicht. Oh, da hat Nebenmissionen auch noch. Scharfschützenjagd? Oh, das hört sich wieder unzauberhaft an. Und das ist Tic-Tac. Und das hört sich noch unzauberhafter an. Gut, aber Nebenmissionen gehen vor, Freunde. Das ist wohl hoffentlich sowieso klar. Dann machen wir jetzt Nebenmissionen an. Dann heben wir uns das für den nächsten Stream noch auf. Dann kann man aber das eigentlich... Ah, dann machen wir das auch noch schnell. Nein, das machen wir beim nächsten Mal. Machen wir Nebenmissionen. Nebenmissionen, meine ich, ist gerade eine zauberhafte Idee. Ich dachte, du wärst größer. Wenn das Mom sieht. Aber durch das, dass wir ja die Map eigentlich schon fast fertig abgesucht haben, darf man wahrscheinlich wie im letzten Drittel ankommen sein. Also tippe ich jetzt einfach mal. Muss ich jetzt fragen, wer von den Schurken schon da ist? Der Bombenleger. An Tombstone haben wir letztes Mal verrannt. Dann der Lee hat jetzt offenbart, dass er halt praktisch Gegner, also normale Zivilisten irgendwie zu Zombies machen kann. Ja, genau. Und der Norman hat vorher mit dem Kingpin telefoniert bezüglich des Feuer-Odems oder Drachen-Odems oder wie das heißt. Und der scheint da ein Geheimlabor zu haben und weiß das eh, wie es ist. Und vorher haben wir die MJ aus so einem Lager gerettet im Central Park, die wo vom den komischen Psychopathen da irgendwie bedroht worden ist, der wo ihr Infos geben wollte. Spider-Man, mein Tracker hat noch mehr Leute von der Party entdeckt, die vielleicht... du weißt schon. Gut, ja, auch schon, okay. Ethan Albright, Lehrassistent Biochemie. Ist nicht zum Kurs erschienen. Meine Software hat ihn auf einem Foto entdeckt, aber er fehlt auf anderen Fotos vom gleichen Ort. Wir müssen's probieren. Ich versuche, den Ort zu finden. Danke. Philips Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss den Ort finden. Auf dem Foto sieht man Hochbahnen. Wie die in East Harlem. East Harlem, okay. East Harlem, wo? Hell's Kitchen? Upper West Side, Upper East Side? Harlem. Harlem ist gut. So, und die Bahn scheint da irgendwo herzulaufen. Kann das möglich sein? Gut, das kann aber auch das da sein. Die Verbindungsdinger. Ist eh wurscht. Jetzt fahren wir vor allem. Jetzt schwingen wir uns einfach mal da irgendwo mittig her. Ja, das wird man dann schon, das wird man dann schon finden. Gibt's so 3 DLCs mit jeweils um die 2 Stunden, wenn du Hauptstory machst. Ja, DLCs wird man wahrscheinlich eher nicht mehr spielen. Er fühlte sich bis zum Barbecue gut. Was es auch immer war, es überfiel ihn nach der Halloween-Party. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Da brennt's wahrscheinlich auch wieder irgendwo. Kann ich mir vorstellen. Aber billiger ist das normal in dem Spiel, dass ungefähr 3/4 von dem Ganzen in der Nacht spielt, oder ist das einfach nur irgendwie dummer Zufall? Weil ich hab mich vorher schon gewundert, dass irgendwie fast keine Missionen über den Tag haben. Das ist schon ein wenig komisch, oder? Bist sicher. Bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite hab. Der Typ hat ganz schön was drauf. Es ist cool noch, okay, also es ist nicht nur bei mir so. Wir sind nordöstlich von der ESU. Da ist eine Hochbahn. Ich glaube... Falscher Ort. Ich muss zu den Gleisen in East Harlem. East Harlem, das ist dann wahrscheinlich die da erinnert.
Jetzt haben wir westlich. Wir müssen mal östlich. Wenn ich die Hochbahnen in East Harlem finde, kann ich sie bis zu dem Ort verfolgen. Ja, beton's also. East Harlem. Ich glaube, solange du eine Hauptmission auf der Karte hast, ist Nacht, wenn du gerade mal Pause hast und Nebenmissionen machen, so ist das Tag, okay? Ja, das ist so südlich, ne? Also östlich. Ich glaube, die Gleise sind in East Harlem. Ja, ich bin doch im Osten. What do you mean, Bro? Anscheinend ist am Ende der Gleise eine Brücke. Eine Brücke? Ja, da wahrscheinlich, oder? Also, ich bin doch im Osten. Meine Fresse. Hier ist es. Keine verdorbenen Studenten. Aber sie scheinen hier gewesen zu sein. Ja, da hat's geracht, auf alle Fälle. Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Das Schlusswaffe, super Sache, perfekt. Ja. Ja, geh weiter jetzt sogar. Aha, da haben's Zombies. Da sind sie. Beenden wir das. Guck mal, habt ihr ja Havidere. Schon knapp nicht gelangt. Lee hat viele Leute auf der Halloween-Party verdorben. Habt ihr es gut bei dir? Je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, desto besser. Ach du, ein anderer welche. Sie sind überall um dich herum. Er hat mich befreit. Er wird auch dich befreien. Aua. Du kannst mir nichts an. Die Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Sehr gut, einfach mal das Fenster ausbegrüßen. Das kann man mal so machen, ja, gerade erst heim, aber bei den Eltern Pfannkuchensuppe ist. Oh, zauberhafte Pfannkuchensuppe bei der Wieder-Option, ich hoffe, die war gut. Diese Menschenmenge gesehen und es war, als ob ein Ja, schon lange nicht mehr gut. Alles ist jetzt gut. Aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen. Ja, okay, die Nebenmission haben wir also auch. Okay? Das ist wahrscheinlich dasselbe nur mal. Bis zum Hals, nicht mit. Also, das ist eine neue. Ah, okay, das werden jetzt scheinbar immer mehr. Gut. Da wir ja jetzt in East Harlem haben, oder in Harlem, ist ja mir wurscht. Dann machen wir jetzt da auch noch schnell die ganzen Rucksack und die 2 Sehenswürdigkeiten, was wir da noch haben. Dann ist das abgehakt. Das heißt, beim nächsten Mal können wir das Lager machen, können wir die Felicia Hardy, also sprich die Black Cat machen, können wir die 3 Forschungsstationen noch machen und dann haben wir alles auf der Map soweit erledigt. Bis auf die ganzen Forschungsdinger oder die kann ich selber dann auch mal machen, noch zum Farmer, wenn wir halt nur Fertigkeiten aufbessern müssen. Da ist auch noch eine Forschungsstation, die darf man auch nicht übersehen. Also machen wir das jetzt noch schnell. Ja? Das kriegen wir jetzt noch schön unter, das passt perfekt. Habt ihr, ich hoffe, bei dir ist alles gut. Sicher war's gut? Oder Mama gemacht. Gestern gab's Pfannkuchen, bin voll gefordert. Bei der Mama schmeckt's einfach immer nur am besten. Ja, da kannst du sagen, was du willst. Gut. Die nächste Anruferin spricht über etwas, das ich schon lange geahnt habe. Also ich steige gestern aus der Badewanne und sehe zum Fenster und was sehe ich? Spider-Man. Schwingt
vorbei, als wäre es seine Wohnung. Ich war nackt. Sie haben mein Mitgefühl, Madame. Bullnackig. Wenn man sich vorstellt, welche abartigen Leute sich überhaupt erst so verkleiden, ist es nicht mehr weit bis zu... Okay, ich habe Fragen. Warum wird das nicht angezeigt? ...ärmlichen Spannern. Da ist es egal, ob man im Erdgeschoss oder im 30. Stock wohnt. Ziehen Sie die Vorhänge zu. Verriegeln Sie die Fenster. Ein perverser Netzspinner ist unter uns. So. Sonst passt du jetzt leicht einen Schnupfen und Husten warm wie schon schlimmer. Dann bin ich froh, dass du auf dem Weg der Genesung bist, Mr. Option, dass du soweit ganz gut gehst. Ja? Ich wünsche dir auf alle Fälle an der Stelle schon mal einen wohlverdienten und angenehmen Feierabend. Ja? Das ist aber sowieso klar. So, wieder auszoomen bei der Map. Ja, sonst sehe ich nämlich nicht so viel. Ah ja, schön im Hinterhof. Achtung, Sable-Teams, brauchen sofort einen Lagebericht für Bloomingdale. Brauchen Verstärkung bei Außenposten Foxtrot. Stehen unter Beschuss. Gut, den Rucksack haben wir also auch. Ah, jetzt wird's langsam Licht auf der Karte. Das sehe ich gerne. Hast du ja schon wieder? Ich glaube, der Amicia ist in der Nähe. Ich glaube, der Amicia ist in der Nähe. Freunde, das ist ein Zeichen. Ich glaube, sie wohnt in der Mülltonne. So. Alle Einheiten, wir verfolgen maskierte Terroristen in einem Truck. Ah, da hinten ist noch einer, okay. Der Officer, bitte Das ist der letzte, dann haben wir alle Rucksäcke gesammelt. Ja, das ist doch zauberhaft. Gibt's bestimmt auch einen Erfolg dafür. Sammle alle Rucksäcke, oder weiß ich nicht. Sehr gut am Friedhof. Super Sache. So, doch, Rucksackträger. Nice. Okay. Dann haben wir jetzt noch ein Wahrzeichen da. Das soll ja eigentlich nach Adam und Riese auch das letzte sein, ja, wenn wir alles richtig gemacht haben. Du kriegst auf jeden Fall einen neuen Anzug, wenn du alle hast. Das schauen wir uns jetzt gleich noch an. Garnison Sugar Hill, hier Zentrale. Wie ist Ihr Status? Der Außenposten wird von Dämonen belagert. Die Dämonen zetteln einen Krieg in der Stadt an. Nicht mit mir. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, das kriegen die einmal ohne uns, ja? Das behalte ich. Besichtigungstor, nice. Auch da haben wir alles richtig. Das heißt richtig, alles abgesucht. So. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt dann nur noch die Black Cat Sachen, da gehen auch nur noch die 2 ab. Dann haben wir noch 4 Forschungsstationen, wenn mich nicht alles täuscht. Und 2 Verstecke von den Dämonen. Gut, und halt die ganzen Herausforderungssachen da, aber das ist halt jetzt noch relativ, ob wir das nur mal machen. Also, ob wir alle machen. Wir machen so weit, dass wir halt unser Zeug upgraden können. Und oft werden wir schon sehen.
Wie lange machst du heute noch? Wir haben jetzt gleich auf den Sprung, Mr. Billinger. Die Nebenmissionen, die machen wir natürlich auch. Ist sowieso klar. Also haben wir schon noch ein bisschen an Content. So ist es jetzt natürlich nicht. So, jetzt checken wir mal schnell die Anzüge aus. Da haben wir einen neuer gekriegt. Irgendwo. MK3. Mortal Kombat 3 oder was? Dynamisches, semi-liquides Smart Metall, das alle Kugeln außer Scharfschützenpatronen reflektiert. Spekt. Sagen wir das? 2099 schwarzer Anzug, ja, das ist der Zug. Alter, der schaut aber nicht einmal schlecht aus. Verringere die Schwerkraft, solange du in der Luft bist. Okay. Und was hat der? Iron Spider Anzug, ja, das ist der vom Film wahrscheinlich. Verursache mit 4 Armen aus schnell. Was? Verursache mit 4 Armen aus schnell gewachsener einatomiger Eisenlegierung großen Schaden. Aha. Ja. Ja, gut. So, das kann man theoretisch verbessern, sage ich. Erhöht den Explosionsradius der Netzbombe. Ja, das heben wir jetzt einmal auf, weil das möchte ich zuerst verbessern. Ne? Ja, genau, Option. Genau so habe ich jetzt auch. Das haben wir auch gerade gedacht. Ich lese es nochmal vor, weil es so schön war. Verursache mit 4 Armen aus schnell gewachsener einatomiger Eisenlegierung großen Schaden. Brudi, Deutsch Beste. Habe ich mal gehört. So, Freunde, wisst ihr, was ich aber jetzt sage? Für heute machen wir da Sense. Okay? Jetzt ist 3/8. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, da wir sagen, jetzt haben wir alle Rucksäcke und alle, alle Sehenswürdigkeiten gesehen, haben wir noch die eine oder andere Trophäe abgestaubt, ja, was zauberhaft ist. Ja. Und den Rest, oder um alles andere, kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Da ich mal sagen. Ja? Nächste Woche irgendwann. Der macht wahrscheinlich auf Englisch Sinn und Google-Übersetzer hat es verhundert. Ja, wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich genauso gewesen sein. So, Freunde, haben wir Spaß gehabt. Ja? Habe ich einen schönen Feierabend machen können. Ich hoffe doch. Ja? Rate mir heute Baba Kobu. Das weiß ich noch nicht. Ich muss erst einmal schauen, wer online ist. Das muss ich erst einmal schauen. Der Fichte liegt jetzt schon mit dem Raid Command einer. Leute, chills. Jetzt reden wir noch schnell 2-3 Minuten und dann raten wir. Naja, so. Habe ich heute am Anfang vom Stream schon mal angesprochen. Sage ich jetzt nur mal, weil wir jetzt vielleicht mehr Leute haben als wir am Anfang. Folgendes. Der nächste Stream wird wahrscheinlich am Sonntag in der Früh sein. Wir machen mal Sonntag am Frühshoppen. Resident Evil Village DLC an einem Stück. Jetzt ziehen wir dieses DLC am Sonntag komplett durch. Ja? Ich werde mir wieder gnadenlos in die Hosen knädeln, weil ich gehört habe, dass wir wieder in das verfluchte Puppenhäusl müssen und ihr wisst, wie das letztes Mal ausgegangen ist. Und ihr werdet dafür umso mehr Spaß haben. Ja? Also am Sonntag machen wir quasi ein, weiß ich nicht, After Halloweens Frühshoppen, wie auch immer. Ja? Also ich werde schwitzen und es wird lachen. Also ist doch eine super Sache für Enk eigentlich. Und dann wird es so sein, dass wir die kommende Woche Spider-Man komplett machen. Ja, also, was heißt komplett? Wir werden nächste Woche dann wahrscheinlich ausschließlich nur Spider-Man streamen. Warum? Ich möchte mit Spider-Man bis spätestens 18., beziehungsweise am 18. November muss Spider-Man fertig sein. Aus dem Grund, weil am 18. kommt das neue Pokémon und an einen Tag darauf, am 19. kommt God of War. Bis dahin muss Spider-Man fertig sein, weil mit diesen 2 Projekten, also Pokémon und God of War, starten wir dann in die Vorweihnachtssaison auf Twitch. Ja, haben 2 knaller Spiele. Ich glaube, da gibt es Schlechtes, mit was wir da in die Weihnachtssaison starten können, weil das wird man nicht auf 2 Wochen schaffen. Tipp jetzt einfach mal, ja. So. Und daher prügelt man jetzt Spider-Man nur durch, dass das Jahr fertig wird. Und so wird man mit Spider-Man vorzeitig fertig sein. So geht's mal, Black sagt, wenn wir nächste Woche mit Spider-Man fertig werden, Daten, dann überbrückt man die Zeit mit irgendwelchen kleinen Zwischenprojekten. Wir können Monster Hunter spielen, werde ich dann wahrscheinlich sogar mal da, weil da haben auch ein paar aus der Community, die wo Monster Hunter zocken, der Dev, der Patschi, der Fred zum Beispiel, ja, die wo hin und wieder auch da haben, oder vielleicht auch gerade da haben im Lurk, ich weiß es nicht. Wir werden wahrscheinlich auch mal Yu-Gi-Oh! On-Stream spielen können, was ich zurzeit privat wieder sehr stark spiele.
wir finden auf alle Fälle eine Lösung zum Zeitüberbrücken. Ja? Ich möchte halt jetzt, wenn wir mit Spider-Man fertig haben, nicht ein neues Hauptprojekt anfangen, das was ich dann pausieren muss, weil das werde ich nicht schaffen. Ja, zeitlich nicht, weil die Spiele meistens immer recht lang haben. Aber gut, das wird man hinbringen, okay? Der hat 2 Zuschauer, den hat der Dampf vor dem Zeil geradet, aber kommt God of War nicht schon am 9.? Kommt das schon am 9.? Kommt das schon am 9.? Aber verzählt die mich da jetzt gerade? Warte mal, da muss ich jetzt mal direkt schauen, nicht dass mich ich da jetzt verzähle. Ja, okay. God of War kommt nächste Woche. Was haben wir heute? Heute haben wir den 2., right? Heute ist der 2. November. Das heißt in 7 Tagen. Das heißt, nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch hat der Bazi Frühschicht. Oh, Freunde, ihr wisst. Was dann am Mittwoch los ist. Nein, das ist überhaupt kein Stress, weil das ist jetzt völlig irrelevant, weil dann wir haben ja trotzdem Luft. Weil ein Hauptprojekt mit Plugtail haben wir fertig. Resident Evil zwickt wir jetzt am Sonntag durch. Das heißt, Spider-Man läuft dann nur und dann können wir mit God of War quasi den einen freien Spot schon mal füllen und Spider-Man erledigt man, bis das Pokémon kommt. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und wenn nicht, dann muss halt der Peter Parker wieder herhalten. Das hilft halt dann einmal leider nicht. Ja. Aber dann heißt das praktisch für euch, oder auch für uns, für mich, Sonntag Resident Evil an einem Stück, ja, dass das gleich abgehakt ist. Am Montag dann wahrscheinlich gleich wieder Spider-Man. Ja, und am Mittwoch bei Release volle Breze God of War. Da fangen wir gleich volle Breze mit God of War an. Da lassen wir uns nicht anschauen. Das wird dann ein Release-Stream werden. Da werden wir dann wahrscheinlich auch um 5 Uhr schon anfangen, ja, damit wir schön 3,5 Stunden zocken können. Schauen wir mal. Ja gut, okay, ich war warum auch immer, dass ich auf dem 19. war, aber gut. Also für mich heißt das, am Mittwoch bin ich nicht dabei. Macht überhaupt nichts. Ja? Bevor ihr euch spoilern lasst, nicht zuschauen. Ist überhaupt kein Thema, war bei Plugtail auch so. Da waren auch einige Male Streams dabei, die wo halt weniger besucht waren, weil sie halt viele Leute einfach selber spielen wollen. Das ist vollends fein. Da braucht ihr überhaupt nicht runter. Ja? Aber gut, das kriegen wir hin. So, jetzt passt's auf. Jetzt schaue ich erst einmal, wer live ist von unserer Community, okay? Und am Wochenende überfahre ich meine Mama und zwickt mir die Bier. Sehr gut. Also ich bin dann am Mittwoch um 4 Uhr im Stream. Mr. Price, möchtest du nicht selber spielen? Aber ich meine, okay, gut, ich freue mich natürlich, wenn Leute da haben, die es auch selber spielen und sagen, mengen wie ich aufs Maul kriege, aber okay. Du hättest Wadi, Basti und einen Wald. Ja, ich hätte auch einen Basti und einen Wadenbeißer da tatsächlich. Ich hab kein PS5. Sad Story, Bro. Ja gut, dann kannst du es bei mir geben. Ich weiß, kommt das nicht auch auf PlayStation 4? Ja, nein, ich meinte, das kommt auf PlayStation 4 auch. Oder haben sie es jetzt nur auf PS5 gebracht? Oh ja, nicht. Doppelblöd. Ja gut, okay, Mr. Price, dann werde ich versuchen, dass ich das ein wenig kompensieren kann für dich, okay? Redest du einen Bürger rein? Frag für einen Freund. Nein. Kannst deinem Freund sagen, nein. Also es gab eine einzige Ausnahme, wo ich einen Bürger jetzt raiden darf, wenn er online kam. Ja? Und zwar, wenn sonst gar keiner online wäre, den wo ich raiden kann. Weil gar nicht raiden ist scheiße. Aber wenn jetzt wirklich überhaupt niemand aus der Community da war, den wo man raiden kann, dann darf ich einen Bürger raiden. Das ist aber nahezu nie der Fall, ja, dass keiner da ist. Ja? Wie jetzt allein werden mir in der Liste schon 2 Leute angezeigt. Ja? Der Wade und der Basti. Ja? An Basti haben wir vor kurzem erst geradet, an Wade haben wir auch vor kurzem erst geradet. Allerdings hätte ich einen alten Schweden nu, den haben wir schon länger nicht mehr geradet, der spielt World of Warships, keine Ahnung was das ist. Und ansonsten hätte man noch den vom Billinger, aber wie hat der geheißen? Ein Baba Kobu. Ich weiß nicht, was sagt's denn ihr? Passt, war nur Interesse. Ja, der Bürger war abgesehen da, war noch nicht einmal live, glaube ich, oder? Oder ist der schon live? Nein. Also ich war auf den Baba Kobu, okay? Ja, ist ein nice Gesicht, den kennen wir noch nicht, oder?
Ja, den kenne ich noch gar nicht. Mal anschauen. Jetzt pass auf. Der ist ja recht klar und ich finde es eigentlich immer wieder gemütlich zum Zuschauen und zum Schmatzen. Ja, jetzt pass auf, ich tue mich luren. Ja, ich tue mich luren. Ich tue einmal mal luren, der spielt auch God of War. Powerball, Kühen und Quests. Mal noch mal leiser machen. Okay, er hat schon mal nicht Follower only, das ist schon bis jetzt sauberhaft. Redet der Deutsch? Schau, oder? Englisch drüben war jetzt nicht so gut. Da ist halt mit dem Mund nicht viel, aber da glaube ich, kann man leben. Ja, komm, okay. Überredet. Haben wir mal großzügig, okay? Heute haben wir spendable Bazis, okay? Ist dieser Deal? Wir raten heute einmal jemanden, den wir noch nicht kennen, der noch sehr, sehr klein ist, der freut sich mit Sicherheit, ja? Ich kenne ihn auch nicht, ja? Ist halt quasi zwar kein Bayer nicht, aber das soll ja jetzt nichts Schlechtes nicht sein, ja? Ist das okay? Raten wir heute einmal einen kleinen, Unbekannten, ja? Den wir noch nicht kennen? Ich glaube, das ist ein Deal. Beim nächsten Mal raten wir wieder Leute aus der Community, ja? Wie gesagt, Wade und Basti haben vor kurzem erst geradet, einen alten Schweden, den haben wir zwar schon lange nicht mehr geradet, aber auf der Umkehrseite habe ich den auch schon lange nicht mehr gehört und gesehen. Von daher, ich glaube, das ist in Ordnung, okay? So, Freunde, der Raid-Command ist schon im Chat, seht ihr ja schon, einfach für Subs und für Non-Subs kopieren und ne, bei ihm eskalieren, ja? Wenn es eng gefällt, einen Daumen da lassen, ja? Ein bisschen Support, kleine Streamer, ihr wisst es, Followen ist ein ganz wichtiger Support. Und der kostet bekanntermaßen nichts. Ja, da auch der Hinweis, falls jetzt irgendein Neuer da sitzt, der wo mich halt vielleicht zum ersten Mal sagt oder halt mich schon öfters gesehen hat, aber noch zögert, ob er das gut findet oder nicht, dann los auch bei mir gerne mal ein Following da, weil es die eben, wie ich schon gesagt habe, nichts kostet und mir darf man auf 200 Follower zusteuern, da gab es wieder mal einen Community-Zock, da kannst du ein bisschen einen Beitrag leisten, wenn du magst. Vielen lieben Dank. Discord-Server haben wir auch noch. Hat der Mr. Price schon aufmerksamkeitshalber in den Chat gehauen. Da kannst du auch noch drauf schauen, wenn du noch nicht drauf bist. Kriegst du eine Ankündigung einmal in der Woche mindestens, was Phase ist im Stream, zu welcher Uhrzeit und auch was für einen Tag. Der Plan, den habe ich schon gesagt, werde ich aber auch noch mal ins Discord schreiben, bei Zeiten. Heute und morgen wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich eher Freitag, wenn ihr wegen mehr weiß. Genau. So. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. War gemütlich, hat Spaß gemacht. Spider-Man war heute einmal wieder ein anderes Projekt, wie die letzten Tage und Wochen, ja, mit Plugtail. Genau, werden wir am Sonntag uns wiedersehen, sehr wahrscheinlich, davor nimmer. Ich fange morgens arbeiten wieder an, bei mir geht der Alltag wieder los. Genau. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Barbacoa und bei God of War, da könnt ihr schon mal auf Mittwoch einstimmen. Ja, haben wir auch vor kurzem gezockt. Und dann darf ich sagen, bin ich für heute raus, habe ich die noch einen schönen Abend und ja, danke für den ganzen Support, abgesehen davon, fürs Zuschauen, fürs Lurken, für Bits und so weiter und so fort, ihr wisst es eh. Und dann haut's euch rein. Ja, schöne Woche und bis die Tage. Pfiat euch.